Grüß euch beieinander und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Tja, was Prage ruhig. Jetzt hat Rainer offensichtlich gestern noch Bullshit ins Internet gepimmelt. Wir gucken uns das an. Wir schauen das beim Spiegelort. Vorwarnung. Vor dem ersten Video ist ein relativ klassisches Spiegelort-Intro. Ist nicht so... Ja. Wenn ihr auch essen wollt an dem heutigen Tag, dann... Ja. Deswegen habe ich das mal übersprungen. Die Geschichten hier heißen alle über mich, keiner mit mir, Teil 1 und Teil 2. Ich bin gespannt, worum es geht. Könnte es um die Hater gehen? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Dementsprechend, da sagen wir, lösen das Mysterium auf und gehen einer in Rainer. Metal, Leute. Erstens das Metal-Verbot. Zweitens, gleich mit so einem Schnauben anfangen, ist schon wieder richtig nice. Richtig, richtig geil. Warte mal, hier machen wir dann. So. Seinen Dulli-Drachen will ich nicht sehen. Da gucke ich mir lieber seinen Dulli-Kopf an. Servus, unherzliches Willkommen beim Drachen. Heute, ja, du mich auch. Naja. Es ist kein Vlog, es ist auch kein Infovideo. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze hier einordnen soll. Ja, Rainer, das wissen wir langsam auch nicht mal. Alles ist dann entweder es ist ein Vlog oder es ist doch kein Vlog oder es ist, du lädst ja auch alles wildwichsend überall hoch. Du hast einen Vlog-Kanal und die Vlogs, die haust du trotzdem auf den normalen Kanal, wo man sich dann fragt, warum der Vlog-Kanal überhaupt... Vielleicht nenne ich es einfach Drachenlord. Also, aber entweder hier hier dieser schwarze Strich, die ranzlige Qualität ist definitiv hier. Er hier. Vielleicht sagt jetzt seine uralt Kamera doch mal irgendwann Metal auf. Medien. Irgendwas darüber. Es gibt hier nämlich mal wieder einen Bericht. Ich werde ihn euch unten verlinken. Fängt übrigens richtig gut an. Oben schreiben sie, der wandert der Drachenlord aus und dann... Rainer, die Scheiße vielleicht nicht spiegeln, wenn du da was ins... Ruhig. Der kriegt mich innerhalb der ersten Minute in letzter Zeit. Jedes Mal. Ja, ich halte euch das mal hin, das könnt ihr mal lesen. Wenn er vielleicht mit dem Spiegel dann irgendwie vorm Bildschirm steht. Profi-YouTuber. 10 Jahre fucking Profi-YouTuber. Schreiben sie Drachenlord will und das in einem Wort. Ich denke, hä? Er frontet Leute dafür, dass sie Tippfehler machen. Er? Alter. Rainer, hast du dir mal deinen Reiseblog durchgelesen? Was da drin steht? Da sollte der Mund ganz, ganz klein werden. Fängt ja mal wieder gut an. Egal. Und hier wissen wir wieder, wir sehen es, Rainer hat nichts gegen Mobbing. Rainer hat auch nichts darüber, wenn sich Leute über andere Leute lustig machen, solange man sich nicht über ihn lustig macht. Rainer wäre so gerne einer von uns und würde, aber er checkt's halt nicht. Er wäre so, er hier, der große Anti-Mobbing-Jesus. Wenn der irgendwo bei irgendjemandem den kleinsten Fehler findet, wird da sofort draufgegangen. Aber wenn man ihm seine riesengroße Scheiße, die er immer baut, vor den nimmersatten Grind hält und sagt, hey, guck dir das mal an, das ist nicht in Ordnung und ihn vielleicht ein bisschen aufzieht und verarscht damit, dann Cybermobbing etc. Sofort standrechtlich erschießen. Alle. Halt, du sollst es nicht veröffentlichen. Nein, stopp, du sollst es nicht. Nein, nicht veröffentlichen, sondern du sollst es nicht abspielen. So. Okay, also passt auf. Folgende Situation. Situation. Ich weiß, dass momentan echt wenige Videos kommen. Ja, den Satz haben wir schon 1000-mal gehört. Liegt es vielleicht daran, dass du nicht gefunden werden willst? Momentan auch generell nicht viel machbar ist. Ich versuche momentan wieder mehr mich
mit beschäftigenden Problemen ist. Dadurch, dass ich jetzt kein eigenes Haus mehr habe, muss ich mich immer an die täglichen Gegebenheiten anpassen. Dann fange ich mit Videos an, aber kann es dann doch nicht machen, dann vergesse ich es jetzt zu machen, dann komme ich zwischendurch wieder rein und wieder raus und haben wieder hin und wieder her. Gott bewahre mir meine guten Ausreden. Okay, ja, gute Ausreden ist es vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Ausreden, sagen wir es so. Es ist im Moment wirklich beschissen. Also momentan, ich würde gerne jeden Tag ein Video machen. Ja, laber nicht, das hast du im letzten halben Jahr in jedem Video gesagt. Ich würde ja gerne, ich kann ja nicht, weil ich habe kein Haus mehr. Schuld sind wieder die anderen, ladidadidadida. Oder jeden zweiten Tag ein Video machen, aber es kommt nicht. Letzte Woche gab es das Challenge-Video. Das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, wann habe ich denn das hochgeladen? Und was für ein großartiges Werk das war. Das gewinnt gewiss an YouTube Internetpreis. Da gibt es sicher welche, keine Ahnung. Vielleicht gewinnt es im Skag-Videopreis. Man weiß es nicht. Sich am wenigsten Mühe gegeben. Der Preis für den YouTuber, in Anführungsstrichen, der sich am wenigsten Mühe gegeben hat, geht an Rainer Winkler. Aber das wäre unfair, weil die Kategorie würde halt einfach jedes Jahr gewinnen. Das ist... Warte mal kurz, das war am 17. Der 17. Ja, das war tatsächlich heute vor einer Woche. Das war das Challenge-Video in Actimel. Warte mal, das Ding hat der gestern rausgepimmelt. Gestern war der 27. In Rainers Welt hat eine Woche offensichtlich 10 Tage. Schön. Ich hoffe, dass die zusätzlichen 3 Tage Wochenende sind. Als Ausgleich. Aber mit sowas kennt er sich ja nicht aus, weil arbeitslos, ne? Es kommt die Woche auch noch ein Challenge-Video, das ist schon fertig. Ja, da bin ich richtig gespannt, Rainer. Was wird's denn diesmal sei? Und schaffst du diesmal vielleicht mehr wie ein 5-Jähriger? Es ist... Er macht... Weiter. Das ist allerdings eher peinlich für mich gelaufen, aber... Das ist ein anderes Thema, das könnt ihr euch dann im Video anschauen. Oder hat er die Scheiße vor 3 Tagen aufgenommen und das Milchschnittenvideo vorproduziert und hat es noch gar nicht rausgepimmelt? Zu dem Zeitpunkt, wo er das da aufnimmt. Hört sich fast so an. Thema kann ich euch ja schon mal verraten. Das Thema von der Challenge ist, also wieder Essen. Das Thema der Challenge ist... Natürlich Essen, Rainer. Natürlich. Wie viele Milchschnitten ich schaffe. Ah, okay, jetzt... Er kriegt auch seine Chronologie nicht geschissen irgendwie. Er macht dieses Milchschnittenvideo, dann macht er dieses Video, dann lädt er aber das andere irgendwie hoch. Er redet... Wir wissen jetzt, er hat das nach dem Milchschnittenvideo aufgenommen. Das Milchschnittenvideo hat er dann offensichtlich irgendwann vor 3, 4 Tagen aufgenommen. Das ist eher peinlich für mich gelaufen, so viel schon bevor. Gut, was die Sache angeht mit den nächsten Challenges. Es gibt noch eine Challenge, die ich vorhabe, und zwar geht es da um Mozzarella. Aber auch da... Oh, nee. Da kriege ich Flashbacks. Ihr kennt alle das Video, oder? Ihr kennt es. Weil sie das ganze Mozzarella-Ding in die Goschen... Dazu im Video dann mehr. Da gibt es dann... Das habe ich noch nicht aufgenommen, das habe ich auch noch nicht gemacht, das muss ich noch machen. Aber das wird auch witzig. Ein anderes Thema, was ich jetzt machte, ich möchte nicht nur Challenge-Videos machen, sondern ich möchte verschiedene andere Themenvideos auch machen. Ja, ist auch besser so, weil du nämlich Challenge-Videos auch nicht kannst. Aber gut, du kannst alles andere auch nicht. Also ist eigentlich voll wurscht. Aber raus mit der Sprache. Was für Themen werden da behandelt? Geht's um Metal oder um die Hater? Das Problem ist, ich kann mich nicht einfach irgendwo hinsetzen und Aufnahmen machen. Was tust du dann da gerade? Du sitzt doch da gerade und machst da Aufnahmen. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, das war mein ursprünglicher Plan, wenn ich rumreise, rumzureisen und vielleicht zum Beispiel mal an irgendeinem Rastplatz einfach mal 4 Drachen und Metal aufzunehmen. Oder am Rastplatz will der 4 Drachen und der Metal aufnehmen. Am Rastplatz. Erstens, Rainer, die 4 Drachen und der Metal-Geschichte,
die wissen wir, dass da nichts mehr kommt, weil dir das zu viel Arbeit ist. Und dann musst du tatsächlich schneiden, du musst tatsächlich ein Skript schreiben, du musst dir die Outfits irgendwie ausdenken. Das ist hier zu viel Arbeit. Das dann auch noch auf dem Rastplatz zu machen, ist vollkommene Utopie. Vollkommen. Das ist ähnlich Hanebüchen wie ich gehe zur Bank, weil ich mir ein neues Haus kaufen will. 4 Drachen auf Reisen oder irgend so ein Schwachsinn. Ja, 4 Drachen unter der Brücke. Das kannst du bald machen. Ja. Aber da ich kein Auto mehr habe, was mir von der Regierung entnommen wurde, beziehungsweise nicht das Auto, sondern der Führerschein. Tja, Rainer. Ist scheiße. Aber über so eine Scheiße musst du dich auch mal vorher informieren. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ja, ich bin so hageldumm, dass ich für meine Taten da nicht hundertprozentig zur Verantwortung gezogen werden kann und deswegen milderes Urteil erwarten und auf der anderen Seite sagen, ja, nee, aber ich bin aber schon so reif, erwachsen und verantwortungsbewusst, dass ich mit einem riesengroßen Ford Pickup in der Gegend umeinander fahren kann. Nee, Rainer, ist nicht. Du kannst nicht beides haben, einen Rausch und einen schöner Gang. Kann ich das nicht mehr machen. Ein anderer Punkt wäre, dass ich meinen Führerschein nicht mehr habe. Darum ging es gerade. Das ist nicht ein anderer Punkt, das ist immer noch derselbe Punkt. Ich finde es auch Banane, aber mir wurde der Führerschein weggenommen aufgrund dessen, dass du verurteilter Straftäter bist und gefährliche Körperverletzung begangen hast und ein Auto als Waffe missbraucht werden kann, um eine solche zu begehen. Und dir dazu noch eine verminderte Impulskontrolle diagnostiziert worden ist. Dass dann jemand sagt, vielleicht besser nimmer Auto fahren, ist vollkommen nachvollziehbar. Ich bin sehr froh, dass das bei uns im Land so ist. Dass ich körperlich tätlich gegen andere Menschen vorgegangen bin. Sprich, weil ich Leuten aufs Maul gehauen habe. Ja, und weil du sie mit Ziegelsteinen beworfen hast und. Wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Witz ist, ich wurde in 4 von 5 Fällen freigesprochen. Interessiert aber die Fahrstelle nicht. In dieser Verhandlung, Rainer. In dieser. Noch dazu, 1 von 5 reicht. Ja? Dann bist du trotzdem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Und du warst davor schon mal wegen gefährlicher Körperverletzung auf Bewährung verurteilt. Rainer, das zählt immer noch. Zumal sie das Urteil auch bereits rechtskräftig gemacht haben. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe in dem Zeitraum, wo das Ganze mit dem Urteil ging und weitergemacht und alles, zu dem Zeitpunkt war ich im Stress, weil ich mein Haus verkauft habe. Zu dem Zeitpunkt war ich im Stress, weil ich meine Planung für meine Reise, für meinen Weg gemacht habe. Rainer, du hast einen Scheißdreck geplant. Du hast gar nichts geplant. Du hast es nicht mal geschafft, zum angegebenen Zeitpunkt aus deiner Scheißschanze rauszuwongeln. Du hast dann noch 2 Monate weiter gehaust. Gearbeitet, wie komme ich auf das Wort im Zusammenhang mit Rainer? Du hast da 2 Monate noch drin vor dich hin vegetiert. Du hast gar nichts geplant, du hast dich auch um nichts gekümmert. Du warst der Meinung, du kannst da noch ewig drin sein. Wahrscheinlich haben sie dann irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, hey, du wolltest vor 2 Monaten schon draußen sein, nächste Woche bist du draußen, ansonsten machen wir dich draußen. Zu der Zeitpunkt war ich im Stress. Ja, du bist immer fürchterlich im Stress, Rainer. Jeder Raymond-Meme. Stellt euch das noch mit so einem Clowns-Make-up vor oder sowas. So. Welcome to my nightmare. Wie er immer im Stress ist, Alter. Wie er im Stress ist. Hier der arbeitslose Internet-Dulli. Fürchterlich im Stress. Der hat Leute im Stream beleidigen müssen 2 Stunden lang. Danach muss natürlich erstmal 12 Stunden schlafen. Das hält kein Mensch sonst aus. Weil ich immer wieder das Problem hatte, wenn ich irgendwo hin wollte oder irgendwas machen wollte. Ich konnte nichts unternehmen. Ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto, ich habe nichts. Jetzt verwürfelt er die ganze Scheiße wieder. Er war damals im Stress, aber das war, weil er nichts unternehmen könnte, weil er keinen Führerschein und kein Auto hat. Aber Rainer, den Führerschein hast du jetzt erst abgegeben. Damals... Ne? Man merkt, er rendert sich da wieder irgendwelche Lügen und Ausreden zusammen. So wie wir ihn kennen und ja. Ich hätte es fast lieben gesagt. Nichts, um irgendwie mein Leben zu führen. Ich habe kein Haus mehr, ich habe keine Wohnung und ich bekomme auch keine.
Ist richtig so, Rainer. Ich habe meinen Führerschein verloren. Mir war bewusst, dass ich nicht ewig in Hotels pennen kann. Aber mir war auch bewusst, wenn ich das nicht mache, kann ich im Auto pennen. Deswegen habe ich mir ein großes Auto gekauft. Nein, Rainer, du hast dir ein großes Auto gekauft, um einen kleinen Pensi zu kompensieren. Deswegen hast du hast dir gedacht, wenn ich mir jetzt so ein großes Auto kaufe, weil ich finde, das ist das geilste Auto und alle anderen finden sicher auch, dass das Auto geil ist, und wenn ich das Auto habe, finden die mich auch geil. Das war der Gedanke hinter der ganzen Geschichte. Nichts anderes. Nichts anderes. Und Weil du warst ja eh der Meinung, dass du gesagt hast, ja, ich gehe jetzt hier in die Hotels und dann finden mich die Hater nie wieder und dann habe ich endlich meine Ruhe. Du solltest dir deine Videos von vor ein paar Monaten mal nochmal anschauen, bevor du hier Bullshit laberst. was ist passiert? Mir wurde das Auto weggenommen. Nein, Rainer, dir ist der Führerschein weggenommen worden. Den Lappen, den haben sie dir gezwickt, und das mit vollkommenem Recht. Deswegen habe ich vor einiger Zeit in einem Video davon gesprochen, systematische Zerstörung. Ja. Ich hab's vage in Erinnerung, Rainer. Die Hater haben erst dafür gesorgt, dass ich keine Arbeit mehr finde. Nein, Rainer. Du hast dafür gesorgt, dass du keine Arbeit mehr findest, weil du sämtliche Zeitarbeitsfirmen im Umkreis um dein Dorf rum schon lange ein Bild von dir dort hängen gehabt haben, so, wenn der kommt, schickt's ihn sofort wieder weg, weil der unnütz ist. Rainer, du bist unfähig und arbeitsfaul. Wie sollte man dir einen Job geben? Mit dem Kopf kannst du nicht arbeiten, weil es dafür nicht geeignet bist. Und körperlich kannst du auch nicht arbeiten, weil in dem Moment, in dem er dir sagt, hey, mach mal das, du nach 2 Minuten schweißgebadet am Boden sitzt und keuchst wie eine alte Dampflok. Du bist auch nicht belastbar. Das hat mit den Hater alles nichts zu tun. Du bist arbeitsfaul und im Endeffekt hast du dich körperlich behindert gefressen. Das ist der Grund, warum du keine Arbeit kriegst. Dann haben sie angefangen, mich so lange zu bearbeiten und anzugreifen, bis ich mich immer wieder aufgeregt habe. Haben dann irgendwann angefangen, mein Haus zu beschädigen, meine Umgebung zu beschädigen. Da war er, der freudsche Verbrecher. Hab dann irgendwann angefangen. Ah ne, die haben ja mein Haus beschädigt. Nein, Rainer, du hast dein Haus beschädigt. Du hast diese Holzvertäfelungen rausgerissen. Dann hast gemerkt, oh Scheiße, wenn ich jetzt unten heize, zieht die ganze warme Luft nach oben. Und es ist oben warm, wo ich nicht bin, und unten immer noch arschkalt, das ist ja dumm. Und dann hast du eine Ford-Flagge davor gehängt. Du hast auch diese Wand beschmiert mit diesem Drachending, wo du ein Video gemacht hast und dann, ja, das wird dann bald fertig gemacht werden. Das sah dann 9 Jahre später OG noch genauso aus, wo die Bude abgerissen worden ist. Du bist derjenige, der dein Haus auch von innen verwüstet hat. Keiner von die Hater war jemals in deinem Haus, zumindest nicht, bis du da raus warst. Die Roomtours danach haben wir mitgekriegt, aber das innen drin verkommen lassen und verranzen lassen ist alles deine Schuld. Beschädigen, meine Nachbarn und meine Menschen, mit denen ich zu tun hatte, meine Freunde, meine Bekannten anzugreifen. Rainer, du hast keine Freunde. Und deine Nachbarn hassen dich mindestens genauso sehr wie die Leute, die da hingekommen sind. Deswegen sind die ja heilfroh, dass du da weg bist. Familie. Dann habe ich keine Familie mehr gehabt. Dann ging das Ganze Rainer, du hast schon noch eine Familie, die will aber nichts mehr von dir wissen. weiter, dass ich irgendwann dazu gezwungen war, mein Haus zu verkaufen. Rainer, du warst nicht dazu gezwungen, dein Haus zu verkaufen. Niemand hat dich dazu gezwungen. Das ist jetzt wieder... Du hast doch in deiner letzten Roomtour gesagt, ja, ich wollte das Haus eigentlich schon seit 2016 verkaufen und ich sehe mich hier schon lange nimmer und ich bin jetzt froh, wenn ich raus bin. Und jetzt heißt es, ja, die haben mich dazu gezwungen. Bekomm mal deinen Bullshit irgendwie auf die Kette. Niemand hat dich auch dazu gezwungen, 15.000 Euro Stromschulden anzusammeln. Niemand. Die ganzen Schulden, die du gehabt hast, hat dich keiner, du hättest vor 12 Jahren arbeiten gehen können. Nachdem dein Vater gestorben ist, einfach dir irgendeinen Job suchen, ein bisschen zusammenreißen. Damals warst du ja körperlich noch in der Lage, irgendwas zum Arbeiten. Und wenn es der letzte Dulli-Job ist.
und dann davon die Bude da halten. Nein. Ja. Unser lieber Rainer wollte der große YouTube-Star werden. Ist in die Hose gegangen, ist aber auch nicht mein Problem und auch nicht unsere Schuld. Du bist derjenige. Wenn auch das ein bisschen freundlicher dargestellt wird, ist es trotzdem Fakt, dass ich irgendwie mehr oder weniger dazu gezwungen war, nicht wurde. Ja, genau. dazu gezwungen wurde. Übrigens, wir haben heute den 24.05. Am 25.05. ist in Emskirchen bzw. in Schauerberg. Aber dann machst du es jetzt nochmal. Aber. Warte mal, das hat der gestern hochgeladen, oder? Ich check's nicht mehr. Eine Feier darüber, dass ich nicht mehr in Altschauerberg lebe. Dann ging es weiter dadurch, dass ich jetzt immer wieder in den Medien schlecht dargestellt werde. Beispielsweise heißt es über mich die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit provoziere. Das ist auch richtig, Rainer. Denn du hast gesagt, verbreitet hier dieses Video. Und dann haben sich vielleicht von manchen Medien der ein oder andere tatsächlich mal mit deiner Person beschäftigt und festgestellt, so brutal, das Opfer ist er ja doch nicht, er ist schon auch Aggressor. Und das haben die dann halt geschrieben. Und das ist halt dann, dass dir das nicht passt, wäre vollkommen klar, aber ja? In meinen Videos, in meinen Streams, obwohl ich lediglich Fakten darlege, obwohl ich lediglich meine Meinung darlege, weil ich meine... Und da sind wir genau wieder bei des Pudels Kern angekommen. Du bist der Meinung, Fakten und deine Meinung ist eins und dasselbe. Und das ist es nicht. Deine Meinung ist irrelevant und verachtenswert. Hat mit Fakten überhaupt nichts zu tun. Zum Thema, ich wurde gezwungen, mein Haus zu verkaufen. Ne? Ist noch keine Minute her. Nein, Rainer. Nein, du sagst keine Fakten. Du sagst, du pimmelst deine unqualifizierte Dulli-Meinung ins Internet. Und du kriegst halt das Echo dafür. Meine in Deutschland von meinen deutschen Rechten Gebrauch mache als deutscher Landsmann, dass ich meine Meinung äußere, die ja für jeden wieder daneben ist. Ja, richtig, Rainer. Dann würde ich mir mal Gedanken machen. Wenn du deine Meinung ins Internet pimmelst und alle die Scheiße finden, dann könnte es vielleicht sein, dass die Scheiße ist. Es ist nicht so, dass ich mich auf irgendeinen Dorfplatz stelle oder auf irgendeinen Plätter in Neustadt, in Nürnberg, in Erlangen, in München, in Würzburg, in Hamburg, in Berlin, in irgendwo. Schön, wie viele Städte du kennst. Nee, so ist es nicht. Es ist schlimmer. Du stellst dich ins Internet, das ist der Dorfplatz der ganzen Welt. Jeder Dulli auf der Welt kann sich deine Scheiße geben. Es ist schlimmer als auf dem Dorfplatz. Weil auf dem Dorfplatz kommt irgendwann mal einer und sagt, er halt's Maul oder die rufen die Bullen wegen Lärmbelästigung oder was weiß ich. Du pimmelst das ins Internet raus. Das ist deutlich mehr als auf dem Dorfplatz. Propaganda rum. Ja? Propaganda, oder? Er hat's halt immer... Schörter, Propaganda, wir wissen's. Oh ja. Er macht sich darüber lustig, dass vorhin einer ein Leerzeichen vergessen hat. Ich mache meine Videos und Streams im Internet. Jeder von euch ist in der Lage, ein- und auszuschalten. Ja, so mit 6 Button. Es ist niemand gezwungen, hier dabei zu sein. Also provoziere ich absolut niemanden. Jeder, der hier zuschaut. Im Übrigen, Rainer ist auch derjenige, der gesagt hat, hier Gewalt im Internet geht da los, wo die Leute wegschauen. Hat das damit verglichen, dass irgendwie einer auf der Straße verprügelt wird und wenn man dann wegschaut? Richtig. Wenn wir jetzt da wegschauen würden bei der Scheiße, die du fabrizierst, dann wären wir da mitverantwortlich. Wir schauen da nicht weg, wir geben dir dein Feedback, das du verdient hast dafür. Schaut, fühlt sich provoziert. Oder viele. Aber das ist ja nicht meine Schuld. Nein, Rainer, du provozierst tatsächlich. Der Einzige, der sich immer fühlt und das als Rechtfertigung benutzt, bist du, der mich gesagt hat, ich habe mich angegriffen gefühlt und deswegen habe ich zugeschlagen, wo aber nachweisbar gar kein Angriff stattgefunden hat. Es ist ja nicht meine Schuld, wenn ihr euch provoziert fühlt. Wenn ich auf der Straße stehen würde und euch provozieren würde, dann könntet ihr einfach weggehen. Und das wäre im realen Leben so. Alter, das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst.
Er labert, ja, ihr könnt einfach weggehen. Ihr könnt es einfach ignorieren. Warum, er, der sagt ja, nee, ich kann ja das ja nicht, ich musste ja da rausgehen, um den Leuten aufs Maul zu hauen. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Das kannst du nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und das ist auch im Internet so. Wenn ich aber im realen Leben jemanden provozieren will und dem hinterherlaufe und hinterherlaufe und hinterherlaufe und den nerve und geht auf und sage, nochmal was, und wieder was, und wieder was, dann ist das was anderes. Im realen Leben. Aber im Internet habt ihr die Möglichkeit, mir... Rainer, das Internet ist nicht dein Spielplatz für deine kruden Dummdulli-Meinungen, die du dann da rauspimmeln kannst. Ist nicht die Internet auf Rainer Winkler. Ist nicht so. Die Reichweite, die du dann im Internet hast, ist halt Fluch und Segen zugleich. Und in deinem Fall mehr Fluch als Segen, weil du halt du bist. Hier aus dem Weg zu gehen. Und zwar mit einem einfachen Klick. Ich bin nicht der, der euch provoziert. War ich nie, werde ich nie sein. Wenn euch Doch, Rainer, genau derjenige, der bist du. das nicht gefällt, geht bitte. Das sage ich euch seit 8 Jahren. Seit 8,5 Ich bin gar nicht bei dir und ich schaue beim Spiegelort, Diggi. Was willst du von mir? Jahren. Ich sage euch das immer wieder und es macht absolut null Sinn. Es macht... Schön, dass du es begriffen hast, Rainer. Du kannst uns das so lange sagen, wie du willst, hier mit dem X-Button eine Story. Es macht null Sinn und es wird nichts bringen. Im Übrigen schön. Schön. Das sieht ein bisschen Slapstick aus, so wie wenn ihm gerade irgendwie in so einem Zeichentrickfilm so ein Amboss auf den Kopf gefallen wäre. Null Sinn und es funktioniert auch null. Okay, weiter im Text. Wem diese Videos und diese Streams nicht gefallen. Rainer, das ist nicht weiter im Text, das ist derselbe Text nochmal! Sorry. Okay, übrigens, das Video hier, ich weiß nicht, ob ich es in den Titel geschrieben habe, vermutlich schon. Das Video steht unter dem Titel Jeder redet über mich, aber niemand redet mit mir. Willst du mich verarschen? Die Leute haben jahrelang versucht, mit dir zu reden. Es gibt Tausende, Abertausende von Videos, wo irgendwelche Leaks drin sind, ob es jetzt Discord war oder Teamspeak oder Leute, die bei dir vor der Schanze gestanden sind. Alles, die Leute haben versucht, mit dir zu reden. Die Leute haben so, Rainer, bitte versuch vernünftig zu sein. Lass uns reden. Du hast den jedes Mal übers Maul gefahren. Du hast deinen Monolog gestartet, hast die Leute als Hater beschimpft und wenn es dir nicht mehr gepasst hat, hast du die einfach runtergebannhammert. Und dann haben sie sich irgendwann gedacht, nee, dann kommen wir halt zu dir und versuchen da mit dir zu reden. Dann hast du sie angeschrien, da hast du sie als Wichser und Hurensöhne beschimpft. Und dann kam dann irgendwann so, ja nee, wenn er halt nicht hören will, dann wird er fühlen müssen. Und das ist der Punkt. Die Leute haben versucht, mit dir zu reden. Aber du bist so dermaßen stur und absolut unfähig, auch nur die geringste Kritik anzunehmen, dass es halt dann automatisch eskaliert ist, so wie es halt immer eskalieren muss. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist zwar ein Titel, der ein klein bisschen zu extrem klingt für das, was es tatsächlich ist. Ja, er will aber nicht provozieren. Hä? Er will ja nicht provozieren. Alter Schwede. Es gibt schon den einen oder anderen, der mit mir redet, aber nicht über mich. Aber das sind Ausnahmefälle. Und ich möchte jetzt nochmal von Anfang an klarstellen, wenn ich dran denke, werde ich es euch verlinken. Es gab vor einiger Zeit in Werne, als ich war, ein Interview mit einem Journalisten, der meine Sicht der Dinge klarstellen wollte. Das haben wir gesehen. Wenn es das Ruhr-Nachrichten Ding, ne, Zeug war. Da hast du aber auch gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Ja? Das haben wir hier in Bayern vor einiger Zeit auch gemacht. Das ist schon 1-2 Monate her. Da haben wir das hier in Bayern auch gemacht.
Hä? Soll wohl zwischen dem 30,5 und dem 12,6 kommen? Will der 30.05.? Weiß der, wie man Daten schreibt? Im Übrigen, nach 12,6 hat er auch kein Leerzeichen gelassen. Und vor 30,5 hat er auch kein Leerzeichen gelassen. Schön, Rainer, schön. Hauptsache andere Leute. Waren, ne? Wann hat er auch, ja. Er hier. Was heißt hier in Bayern? Ich sage immer noch hier in Bayern, obwohl ich gar nicht in Bayern bin. Doch, Rainer, du bist in Bayern. Du hast dich ja mal wieder verplappert, weil es hageldumm bist. Du bist in Bayern. Wir haben eine ziemlich gute Vorstellung, wo. Egal. Auch dieses Augenbrauen wieder hochziehen. Wie wenn ihm das irgendeiner glauben würde. Jedes Mal, wenn der lügt, zieht er diese Augenbrauen hoch. Jedes Mal. Immer wenn er sich irgendwie verplappert und über seine eigene Blödheit stolpert und das sich dann relativiert, oh scheiße, jetzt muss ich irgendwie Schadensbegrenzung betreiben, dann zieht er danach diese Ding. Oh, das schauen wir uns nochmal an. In Bayern, obwohl ich gar nicht in Bayern bin. Eine Achterbahn der Gefühle, ey. Von Zorn über Amüsement, heute ist alles mit dabei. Ja, wenn es jetzt noch Zuckerwatte gibt, dann können wir einen Rummelplatz aufmachen. Egal. Das haben wir auch in Bayern gemacht und das wollte ich auch mit jemandem aus Berlin machen. Dazu ist es bisher noch nicht gekommen, da muss ich mich noch drum kümmern. Okay. Wenn er sich darum noch kümmern muss, dann wissen wir ganz genau, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Okay, erstmal soweit dazu. Dieses Interview, wenn ich das nochmal, ich schreibe den Journalisten, ich habe den Journalisten noch, ich schreibe dem mal persönlich und frage ihn, ob ich den Alter, diese Geräuschkulisse. ob ich den Bericht haben kann, dann schicke ich den, oder den Post aus NRW, dann schicke ich ihn euch mal unten rein in die Verlinkung, dann könnt ihr euch den mal anschauen. Da wurde mit mir geredet. Der Grund, warum ich das jetzt anspreche, ist ein Satz, der hier gleich noch kommt, aber wenn es dann soweit ist, werde ich euch das nochmal ansprechen. So, dann wollen wir hier mal drüber sprechen, und zwar über den Titel, den wir hier haben. Drachenlord will, was irgendwie zusammengeschrieben ist, warum auch immer, nach Madeira auswandern. Unge reagiert sofort. Zunächst mal. Nee, Unge hat nicht sofort reagiert, aber er hat reagiert. Und er hat auch, klar war er amüsiert, aber er hat ja auch relativ gediegen reagiert. Ich habe das Unge-Video gesehen. Da kann er mir jetzt wirklich echt keinen Strick draus drehen, ganz ehrlich. Die YouTuber wollen mit mir nie was zu tun haben. Ja? Kein Unge, kein Alblali, kein Tanzverbot. Natürlich nicht. Natürlich wollen die mit dir nichts zu tun haben. Warum denn auch? Der Code-Midas-Effekt würde sofort kicken. Quietsch, quietsch. Die wollen alle mit mir nichts zu tun haben. Also frage ich mich, wenn die mit mir nichts zu tun haben wollen, warum reden sie dann über mich? Weil es halt Thema ist. Weil du der Meinung bist, du musst jetzt nach Madeira gehen, weil die nach Madeira gezogen sind. Deswegen hast du das Thema auf den Tisch gelegt. Die sind nach Madeira gezogen mit ihrer YouTube-Kohle. Du denkst ja, ich bin auch berühmter YouTuber etc., dann fahre ich auch nach Madeira. Natürlich ist das dann für die Thema, aber das kommt von dir aus. Das ist wieder von dir provoziert. Und du hast es auch vorher ganz genau gewusst. Weil du hättest nämlich auch sagen können, ich ziehe nach Kasachstan ins absolute Hinterland und wäre Ziegenbauer. Keine Ahnung. Ja? Dann hätte auch keiner drüber geredet. Kein Unge und kein Niemand, der auf Madeira ist. Die Leute reden natürlich dann, wenn du bei denen praktisch in die Nachbarschaft ziehen willst, darüber, weil jeder weiß, wie es ist, in deiner Nachbarschaft zu leben. Wenn sie über mich reden, was macht das für einen Sinn? Weil dann haben sie ja mit mir zu tun. Und noch dazu ist es auch, bei Unge habe ich es gemerkt, sehr stark von der Community gewünscht worden. Die haben den angeschrieben und gesagt, hey, Bur, wie schaut's aus? Der Drachenlord will nach Madeira ziehen, sag da mal was dazu.
Und da der tatsächlich tut, was seine Community gerne hätte, weil das ein gesundes Verhältnis ist. Er bietet Content, die bitten ihn um Content und er sagt, ja, okay, cool. Ja, das ist so ein Geben und Nehmen, wie es halt in einer gesunden Beziehung zwischen einem Content Creator und seiner Community ist. Hat er es natürlich angesprochen. Warum auch nicht? Und es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie da ein stundenlanges Video drüber gemacht hätte, warum du bloß nicht nach Madeira sollst. Allerdings ist natürlich jetzt auch wieder scheiße, weil es hat jetzt dadurch natürlich mehr Reichweite gekriegt, als dir lieb ist mit dem Madeira-Ding. Und da wir ja wissen, Ankündigungslord, das geht wahrscheinlich in die Hose und mit Madeira wird's nichts. Wenn du da überhaupt jemals aufschlägst, wirst du da nicht lange bleiben. Hast du halt jetzt wieder Angst, dass du dich vor einem viel größeren Internetpublikum mal wieder zum Deppen gemacht hast, weil du irgendwas angekündigt hast, was du danach nicht durchgezogen hast. Never let your mouth made a bet that your ass can't pay the bill for. Gut, ich werde übrigens nicht nur Ungarn sprechen, sondern auch Gronkh und Aiblali. Und Das sind deine Lieblingsthemen. Was? Ohnehin schon so lang, das ist weiter. Okay. eigentlich würde ich noch mehr ansprechen, aber ich denke, das würde fürs Video zu lange dauern. Deswegen werde ich den Sammelbegriff dann noch nachher benutzen. Zunächst mal, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich nach Madeira auswandern will. Doch! Doch! Rainer, das hast du gesagt. Du hast gesagt, ich will auswandern und zwar nach Madeira. Jetzt gaslightet er mich. Ich mach kurz Pause und suche euch die Scheiße raus. So, ich hab's euch jetzt rausgesucht. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Hier Rainer aus seinem neuesten Werk. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich nach Madeira auswandern will. So. Und jetzt Rainer aus einem Video, das noch nicht allzu alt ist. Aber ich habe vor, nach Madeira auszuwandern. Im Übrigen dieses Video proudly presented by Klonter77. Ja, was willst du jetzt dazu noch sagen? Ja, er lügt nicht, er provoziert nicht. Nein. Er hat nichts vor, nach Madeira auszuwandern. Ich habe vor, nach Madeira auszuwandern. Im Gegenteil, ich sagte, dass ich irgendwo hinziehen möchte ins Ausland. Nein, Rainer, es ist gelogen. Ich habe gerade dir den Beweis. Er meint wirklich, wir haben ein so kurzes Gedächtnis wie ihr. Ich könnte jetzt nochmal nachschauen, von wann das Video ist, aber ihr wisst es alle. Das ist vielleicht ein Monat her. Irgendwo auf Madeira oder Ibiza oder ähnliches. Übrigens sagte Unge irgendwas von wegen Sprachbarriere. Sprachbarriere auf Madeira. Ja, richtig. Da wird Portugiesisch gesprochen, du Fettbeutel. Und ich kann dir sagen, da sprechen nicht so viele Leute Englisch wie in Deutschland. Also mit Englisch kommt man irgendwie grob über die Runden, ist aber schwierig. Wenn du beides nicht kannst, sondern nur Mittelfränkisch, dann bist du darüber aufgeschmissen. Du bist aufgeschmissen. Kannst dich mit niemandem unterhalten. Der ist gut. Gut. Nein, der ist nicht gut, der ist wahr. Egal. Also zunächst mal für mich ganz wichtig, um es hier klarzustellen, ich habe nicht vor, nach Madeira auszuwandern. Ich plane, nach Madeira zu gehen für eine gewisse Zeit. Also jetzt, er versucht jetzt wirklich zu gaslighten. Irgendwie. Aber wie gesagt, wir haben es ja auf Video. Nee, habe ich nie behauptet. Ich habe nie behauptet, dass ich Madeira auswandern will. Rainer, das ist 3 Wochen her. Da ist das Video. Nee, habe ich nie gesagt. Nee. Und überlege, ob ich dann dahin ziehe. Das ist ein Unterschied. Denn dass ich umziehe, nicht, dass ich umziehe, Quatsch, dass ich ins Ausland gehe, das ist überhaupt noch nicht sicher. Oder?
bin inzwischen wirklich echt froh, dass ich ihn noch nie irgendwie in Persona getroffen habe. Ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen könnte. Auf Dauer. Ich will eine Zeit lang weg aus Deutschland. Ich möchte weggehen, ich möchte mein Leben führen, hörst jetzt mal auf da, du blöde Fliege. Fliege ist heftiger Hater, richtig übler Hater. Ich möchte einfach weg. Ich möchte weg aus Deutschland für eine gewisse Zeit, um einfach mal Ruhe in mein Leben zu bekommen. Ich möchte auf die Straße gehen können, ohne die ganze Zeit von Leuten Angst haben zu müssen, dass die mir auf den Sack gehen. Und ähnliches. Oder mich filmen oder dann rausfinden, in welchem... Ihr könnt jetzt wieder einen ewigen Monolog halten darüber, was er tun muss, damit das aufhört. Aber wir wissen es alle. Kanalischen Arbeiten nur gehen. Hotel ich bin und dann... Das ist sowieso so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Warum wird da nichts unternommen? Ich meine, jetzt sind wieder 2 Hotels in Mitleidenschaft gezogen worden. Jetzt sind wieder Polizeieinsätze gewesen vor Ort und. Ich verstehe es nicht. Wie kann es sein, dass da nichts unternommen wird? Auch das. Ich habe mich dazu schon reichlich geäußert. Ihr habt es mitbekommen. Gut, Unge redet über mich. Und zwar hat er über mich erzählt, wartet mal, habe ich den Satz hier direkt mal greifbar. Drachenlord-YouTuber hat keine Lust mehr auf Deutschland. Das ist überhaupt nicht der Fall. Doch, Rainer. Du hast gesagt, hier die Politiker in dem Land machen ihren beschissenen Job nicht und du gehst in ein anderes Land, weil es hier alles scheiße ist. Das hast du gesagt. Heimatort von Unge, das große Ziel. Das ist auch überhaupt nicht der Fall. Madeira ist groß und ich habe überhaupt nicht vor, zu Unge zu gehen. Schon gleich gar nicht, weil ich keine... Rainer, es geht darum, Heimatort von Unge, Madeira, die Insel an sich. Und das ist dein Ziel. Und wie gesagt, ich habe es gerade bewiesen, du hast gesagt, ich will da hinziehen. Lust auf jemanden habe, der mich die ganze Zeit als Sündenbock für irgendwas hinstellt. Nein, der nimmt dich nicht als Sündenbock, der hat halt darauf reagiert, dass du Scheiße ins Internet gepimmelt hast. So wie wir alle anderen auch. Bei Iblali war es damals genauso. Ihr habt mich Ja, danke dafür, Iblali. auch als Sündenbock für irgendwelche Hater-Aktionen hingestellt, das überhaupt nicht der Fall war. Und am Ende bin dann ich der Dumme gewesen, so wie es immer der Fall ist. Rainer, du warst auch schon am Anfang der Dumme. Rainer, du warst schon immer der Dumme und du wirst ja immer der Dumme sein. Drachenlord will Deutschland verlassen, das haben wir gerade schon geklärt. Rainer Winkler, Wir haben gerade schon geklärt, dass du das behauptet hast und jetzt gelogen darüber, dass du es behauptet hast. wie der Drachenlord mit bürgerlichen Namen heißt, ja, so muss man auch noch breiter treten, Ja, Rainer, wie wenn's irgendeiner nicht wissert. scheint in Deutschland keine Freude mehr zu finden. Das ist auch Ja, ist beides richtig, Rainer. Ist beides richtig. überhaupt nicht der Fall. Der 32-Jährige hat einen Entschluss getroffen. Der Jährige hat, jetzt. Das ist einfach, wie gesagt, man muss dazu sagen, die haben mit mir überhaupt nicht geredet. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist auch zu dem Thema. Rainer, die müssen ja auch nicht mit dir reden. Wenn du ein Video ins Internet pimmelst, wo du sagst, dass du nach Madeira ziehst, dann können die sagen, okay, er will nach Madeira ziehen. Weil es ja offensichtlich so ist. Wenn du dir einen Monat später wieder anders überlegst, dass du gemerkt hast, dass Hagel dumm ist und dass du keinen Knopf Geld in der Tasche hast, dann ist das nicht denen ihr Scheißproblem. Wie heißt der Reporter hier? Warte kurz. Henrik Jensen. Ja? Dieser Mensch, ich kenne So heißt der hundertprozentig nett, aber lassen wir es mal gut ihn sagen. gar nicht. Ich habe diesen Namen bis gerade eben, wo ich ihn gelesen habe. Ich habe ihn nicht mal vorhin gelesen. Ja, no shit, irgendwie Person des öffentlichen Lebens, über die schreibt bald einmal einer, den sie nicht persönlich kennen. Das passiert halt. Wenn jeder Person des öffentlichen Lebens jeden kennen würde, der jeweils über die was geschrieben hat, dann würden die aus dem Reporter kennenlernen nicht mehr rauskommen. Nee, die Leute machen ihren Research, die gehen ins Internet, die suchen sich die Infos raus und du pimmelst es ja auch alles raus wie ein Blöder, dann brauchen sie auch nicht lange suchen und dann schreiben sie das halt. Fertig. Ich habe diesen Namen bisher noch nie gehört. Noch nie. In meinem ganzen Leben nicht. Ich kenne den nicht. Und der schreibt hier so, als hätte er mit mir geredet. Und der Rainer Winkler. Nein, der schreibt so, als hätte er dein Video gesehen, in dem du gesagt hast, dass du nach Madeira auswandern willst. Wo ist das Problem? Wir haben Drachenlord, der mit heißt. Genau, will mal Deutschland verlassen. Das ist, er schreibt das, als hätte er mit mir geredet. Oh, jetzt muss ich mich voll verschluckt, jetzt tränt mein Auge. Hast du das jetzt bald? Also, bla 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 bla.
So, Beziehung. Das ist zum Beispiel der Punkt, warum ich das Interview angesprochen habe von der Zeitung aus NRW von Dortmund. Beziehung von Verlobten beendet. Kurzzeitig war Drachenlord glücklich verlobt, doch die Beziehung hielt nicht lange an. Ja, das ist doch auch offensichtlich, also laut deinen Aussagen, durchaus richtig. Der hat halt dein Video gesehen. Mal abgesehen davon, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie lange unsere Beziehung ging. Doch, Rainer, doch, wir haben eine sehr gute Ahnung. Du lügst zwar immer, dass das über ein Jahr war, aber wir wissen, dass es gelogen ist und du kannst jetzt auch die Farce bleiben lassen. Das ist immer wieder richtig witzig, dass ihr einfach mal wieder von irgendeinem Fall ausgeht. Wenn ich euch jetzt sage, dass unsere Beziehung seit Jahren existiert. Dann ist es gelogen, Rainer. So einfach. Dann ist es halt gelogen. Nur eben nicht auf die Art. Nur eben nicht auf die Art. Ja, ich bin schon seit Jahren mit der zusammen. Also wir haben uns nie gesehen oder gesprochen oder kennengelernt oder sowas, aber ja. Beziehung, es gibt viele Arten von Beziehungen und bevor wir verlobt waren, Die Haterfliege ist aber auch geil, ich will ins Maul stopfen. kannten wir uns schon lange. Ja, kennen. Jetzt mal ehrlich, kennen und eine Beziehung haben sind halt zwei verschiedene Paar Stiefel, Rainer. Kennen und eine Beziehung haben ist wie deine Stiefel, die du dir neulich in Nürnberg gekauft hast und die Birkenstock-Schlappen, mit denen du vor Gericht aufgeschlagen bist. Zwei komplett verschiedene Sachen. Ja, also mit seiner Verlobten wohnte der Drachenlord über einen kurzen Zeitraum gemeinsam in NRW. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Darüber lässt sich jetzt streiten. Das kommt jetzt auf die Definition des Wortes kurzen Zeitraum darauf an. Wenn du kurzen Zeitraum mit 12 Stunden definierst, dann ist es tatsächlich richtig so. Dann kann man das so stehen lassen. Das ist das, was ich meine. Es wird wieder über mich gesprochen, als hätte man eine Ahnung davon. Ich habe nie in NRW gelebt. Ich war eine Zeit lang in Hotels in NRW. Ja, und du warst auch bei Mona in NRW. Darüber hast du dich ja beschwert, dass du da warst und dass da Leute aufgeschlagen sind. Ich war einmal bei ihr im Haus für nicht mal 12 Stunden, danach war ich da nie wieder. Ich bin einmal rein, einmal raus und das war's. Ich war's. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Einmal rein, einmal raus und das war's. Rainer schießt schneller als sein Schatten. Oh, köstlich. Oh. Sonst nie in diesem Haus. Ich verstehe also nicht, was hier schon wieder für Schwachsinn erzählt wird. Was ist das für ein Blödsinn, was hier verbreitet wird? Rainer, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwie was sehe, wo du deinen Gully aufmachst. Ja, Drachenlord hat in NRW gewohnt. Hä? Hört auf, so ein Bullshit zu erzählen, Junge. Streng genommen, auch wenn du eine Nacht nur in NRW in einem Hotel warst, hast du halt da gewohnt für die eine Nacht. Wenn du keine Ahnung hast. Und stell das halt nicht so dar, als hättest du mit mir geredet. Niemand stellt das so dar, als hätte er mit dir geredet. Mittlerweile geben jedoch beide bekannt, dass die Beziehung beendet sei. Da würde mich interessieren, ich bin mir nicht sicher, ob sie irgendwo bekannt gegeben hat, dass wir uns getrennt haben. Ja, wir haben uns getrennt, natürlich. Aber Worüber beschwerst du dich dann? Die Info ist doch offensichtlich richtig, dann darf er das doch auch so schreiben, oder? wir haben beide bekannt gegeben, dass wir uns getrennt haben. Wo hat sie denn bekannt gegeben, dass wir uns getrennt haben? Das wäre mir neu. Soweit ich weiß, hat sie keine öffentlichen Accounts, bei denen sie irgendwelche Sachen postet. Ja, Rainer, mit den Sachen, mit denen du nichts weißt, von denen du nichts weißt, da kannst du aber auch ein komplettes Getreidesilo füllen, wa? Aber gut. In einem kurzen Statement, Video-Statement erklärt Rainer Winkler nun. Ich würde so lachen, wenn das da wirklich so drin stehen würden. Kurz. Dann wäre der Journalist echt der Hater. Das heißt immer noch Drachenlord für euch.
nach Madeira ziehen zu wollen, ne? Nee, ich hätte gedacht, das heißt nicht mehr Drachenlord, das heißt doch Drache, Rainer. Wir kommen mal dein Narrativ irgendwie auf die Kette. Nein, ich habe gesagt, dass ich da eventuell irgendwann hinziehen werde, dass ich... Sagt, wir haben bewiesen. Wollt ihr es nochmal sehen? Na? So. Einmal hier den Doni machen und dann hier gönnen wir uns nochmal. Aber ich habe vor, nach Madeira auszuwandern. Er hat niemals behauptet, dass er nach Madeira aus. Stimmt alles nicht, alles gelogen, alles Hater. Ich mich da aber erstmal umschauen möchte. Ja, wie gesagt, das ist halt wieder so, zu Unge. Drachenlord auf Madeira. Daran hat Unge selbst noch Zweifel. So, und hier wird Unge zitiert, vermutlich aus seinem Livestream, weil ich bezweifle, dass der Typ hier mit Unge geredet hat. Hast du den Livestream gesehen, Rainer? Wenn er schon nicht mit mir redet, wird er mit Unge erst recht nicht reden. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe, sagt der gebürtige Erkelenser. Ekelenser wohl eher. Unge Er beleidigt nicht und er provoziert nicht. Ja? betont, dass er jeden Menschen, und ich weiß, dass ich jetzt gerade wieder provoziert habe, weil ich es wieder beleidigt habe, aber ganz ehrlich, schaut euch mal an, was er jetzt über mich abgezogen hat. Ich habe mit Unge überhaupt... Unge hat überhaupt nichts gesagt. Er hat das ganz nüchtern und objektiv betrachtet und hat gesagt, das glaube ich erst, wenn ich es sehe, weil er dich ja auch kennt. Er weiß deine Ankündigung scheiße und er weiß auch, wie du mit Geld umgehst. Er weiß, wie deine finanzielle Lage ist und er weiß, dass du außer Mittelfränkisch nichts sprichst. Und das ist halt schwierig, wenn man dann ins Ausland auswandern will. Es ist ein riesengroßer organisatorischer Albtraum, auch innerhalb der EU auszuwandern. Und jemand, der halt ein wenig dumm ist, wird da definitiv gegen die Wand fahren. Und dann zu sagen, ich glaube, dass erst wenn ich sehe, ist durchaus eine berechtigte Aussage, da immer sagen. nie was zu tun gehabt und er labert über mich. Er lacht über mich in Videos, er provoziert das Ganze noch, er macht Der provoziert einen Scheißdreck. das Ganze noch schlimmer mit dem Hate. Und ich habe einmal einen schlechten Scherz über ihn gerissen und ihn in der Hinsicht provoziert. Ich bin der böseste Mensch aller Zeiten. Das nicht unbedingt, aber Er hat bestimmt 5-mal... ich bin jetzt kein großer Unge-Fan. Also ich verfolge den nicht. Ich habe mir das halt, wo es da um die Drachenlord Madeira-Geschichte gegangen ist, habe ich mir angeschaut. Aber ich habe keine große Meinung zu dem. Ich habe mal diese Milches Gift-Geschichte irgendwie am Rande mitbekommen. Das ist halt so ein bisschen hyperalternativer Dude, der sich dann da seinen Traum erfüllt hat und sich da so ein... Hey, ist auch nicht... Ich glaube, ist nicht meine Generation. Lass den tun, machen, was er will. Ich glaube, dass der nicht ganz verkehrt ist. Weil wenn er richtig scheiße wäre, dann hätte er ja den Erfolg nicht. Dann würden sie ihn ja auch alle hassen im Internet, so wie. Ne? Von daher. Mal 6, mal 7 Mal über mich was gemacht. Ich einmal. Da bin ich aber böse. Ja, du hast den aber damals auch ihn und andere YouTuber heftigst belästigt, mit Nachrichten bombardiert. Du hättest dem schon auch gern den Pensi gelutscht, dafür mit dem was machen zu können und Reichweite zu kriegen. Bloß weil die dann halt gesagt haben, nee, mit dir machen wir nix, weil du der Rainer Winkler bist, sind jetzt alles Hater und deswegen dürfen die auch deinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen. Zumal noch berechtigt, ne? Weil auch dem Drachenlord als Rainer ist immer alles berechtigt, alle anderen immer böse Hater. verurteilten Straftäter. Was? Was? Ja, und verurteilt ist schon richtig. Hast du einmal richtig gelesen. Betont, dass es jedoch menschenfrei steht, nach Madeira zu kommen.
auch dem Drachenlord als verurteilten Straftäter. Hat Unge wirklich diesen Wortgebrauch verwendet? Verurteilter Diesen Wortgebrauch verwendet. Entweder hat er diesen Wortlaut gebraucht oder er hat diese Worte verwendet, aber nicht den Wortgebrauch verwendet. Straftäter? Unge, ganz ehrlich, Das ist wahr, Rainer. Du bist verurteilter Straftäter. deine Deine Propaganda gegen Milch, ne? Propaganda gegen Milch, Alter. Junge, du willst selber keinen Hate haben und gehst aber her und schürst Hate gegen andere Menschen. Unge schürt kein Hate gegen andere Leute. Und ganz ehrlich, Rainer, google mal nach, wie man Propaganda ausspricht. Hey, langsam wird's lächerlich. Wow, Junge, du bist ein ganz großer. Das ist richtig, im Gegensatz zu dir. Du bist nämlich ein ganz kleiner. Deswegen hast du auch so einen großen Ranger gebraucht. So, er wird schon wissen, was er tut. Das ist das Geilste überhaupt. Der Typ hat mit mir, ich habe mit Unge vielleicht 3 Sätze mal gewechselt übers Internet, über Twitter damals, auch nur geschrieben, nicht gesprochen. Und jetzt ist dieser Satz ist das Geilste, das ist das Sahnehäubchen auf dem ganzen Mist. Auf ein Treffen mit dem Drachenlord hat Unge aber anscheinend weniger Lust. Die Insel ist groß genug, da wird man sich nicht zufällig treffen. Es bleibt abzuwarten, ob Rainer Winkler tatsächlich den Schritt ins Ausland wagt und dort vor seinen Hatern sicher wäre. Das ist auch geil, die hohen Kosten des Umzugs könnte Drachenlord durch alte TikTok-Videos von ihm abdecken. Ich habe fast 40.000 auf dem Konto, aber ja. Ja, Rainer, weil du für 30.000 den Ranger verkauft hast. Und von der Kohle ist sicher auch schon wieder einiges weg. Also ich bezweifle, dass ich gebe 20.000, gebe ich dir gerade aktuell noch. 20.000 gebe ich dir gerade aktuell noch. Und auch 40.000 sind fürs Auswandern in ein anderes Land kein Geld. Überhaupt kein Geld. Just saying. Das werde ich nötig haben. Aber wie gesagt. Aber es ist wieder zu dem Thema, ne? Der Journalist und auch Unge reden über mich, obwohl sie keine Ahnung haben. Die haben mit mir kein Wort gewechselt. Was wollen die von mir? Machen wir mal weiter. Lassen wir das Thema jetzt mal ein bisschen sacken und schieben es mal schön weit zur Seite. Kommt morgen um 12 Uhr. Mitglieder können einfach heute Shin anschauen. Er hier, der die Leute ficken will. Okay, wir gehen es mal durch, weil Rainer hat vorher diesen Artikel so hart kritisiert, weil zwischen zwischen Drachenlord und Will kein Leerzeichen war. Gehen wir mal durch. Das Video kleingeschrieben, das gehört groß. Wurde mir ab der Stelle kleingeschrieben, gehört groß. Leider etwas zu lang, Komma, fehlt. Deswegen gibt es davon 2 Teile, kleingeschrieben. Der andere, da gehört ein Punkt hin eigentlich nach Teile. Dann der groß, andere kommt morgen um 12 Uhr, ist kleingeschrieben, gehört groß. Da ist wenigstens der Punkt, Mitglieder können ihn aber heute Shin anschauen, Punkt nach Punkt klein weitergeschrieben, aber nur ab dem alter Drache-Rang. Wenn das ein Rang ist, ist es ein Zitat, dann gehört das in Anführungsstriche. Hab es ja nätig, Klammer auf, Augen, klein geschrieben, Roll, Klammer zu. Danke fürs Zuschauen. So. Bei dem anderen Ding hat einer ein Leerzeichen vergessen und dann ist sofort, wow, was für ein Depp. Bitte sehr. Er hier. Hä? Ich mache jetzt Pause und dann geht's gleich weiter mit dem zweiten Ding. So, und da sind wir auch schon wieder am Ende der Fahnenstange des Wahnsinns. Ich sehe gerade der Dullikopf, der den Drachen von ihm überdeckt natürlich auch ein bisschen was von dem Text. Dann kann ich euch vorlesen. Hallo zusammen, hier ist
Teil 2 des Dideos. Erstens, 2 hätte man, ja, also jeder, der irgendwo Schulbildung genossen hätte, da 2 ausgeschrieben. Das Dideos. Alle reden über mich, aber niemand mit mir. Ja? Dann schauen wir mal, wer alles nicht mit ihm redet. Mir haben jeder blendet es tatsächlich irgendwie Ewigkeiten Dafür holen wir uns ein anderes Thema her, und zwar Gronkh. Also, Leute, über Gronkh habe ich gar keine IQ. Ich habe von Gronkh noch keine Sekunde Content gesehen. Viele meinen, und es ist eine falsche Aussage und eine falsche Urteilung über mich, viele glauben, dass Eine falsche Urteilung. ich Gronkh verehre, dass ich Gronkh bewundere. Rainer, du hast Gronkh sehr verehrt und sehr bewundert. Du hast auch selbst früher schon mal in deinen Anfangszeiten gesagt, dass du den toll findest, dass du den anschaust, dass du auch mal so werden willst wie Gronkh. Das war dein großes Ziel am Anfang, wo du mit YouTube angefangen hast. Da wolltest du so werden wie Gronkh. Dann bist du Gronkh heftigst auf die Eier gegangen und dann hat der gesagt, hey, lass mich in Ruhe, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und ab da war er Hater und jetzt wird wieder behauptet, nie, ihr habt ihn schon immer scheiße gefunden. Falsch. Das war auch von Anfang an falsch. Ich Tada! würde sagen, ich habe Respekt vor ihm, wobei ich dazu sagen muss, hatte. Genau so lange, bis er gesagt hat, dass er mit dir nichts zu tun haben will und dass du aufhören sollst, ihn zu nerven und zu spammen. Egal welcher Mist um ihn herum passiert ist, ob der Lord Abaddon-Skandal, ob die ganzen Sachen, die zwischen diesen ganzen Jahren waren, Ducky B und. Er hat hin und wieder mal Äußerungen dazu getätigt, was seine Meinung betrifft. Das ist alles okay. Ich erinnere mich an Minecraft-Videos, wo er, ich glaube, über Ducky B mal gesprochen hat oder über andere YouTuber, da hat er mal nur angesprochen. Merkt es dafür, dass Rainer Gronkh gar nicht so geil findet, ist er verdammt gut informiert über seinen Content. Er hat darüber gesprochen und hat seine Meinung geäußert. Was er bei mir gemacht hat, war das Gleiche. Der hat darüber gesprochen, seine Meinung geäußert und hat halt gesagt, du sollst ihn in Ruhe lassen. Und zwar, ich werde mal schauen, ob ich die Links rausfinde. Ich muss mal die Links rausfinden und ich werde schauen, dass ich die euch mit Zeitstempel unten in die Videobeschreibung packe. Ich suche nicht alle raus, ich suche nur 2 raus, die ich jetzt im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich habe auch irgendwann nicht mehr mitgekriegt, weil ich ihn irgendwann deabonniert hatte, weil mir das zu blöd wurde. Das Witzige ist, ich habe mich lange darüber gefreut auch noch. Ich weiß, 3 Spiele ist spontan. Das eine weiß ich nicht, wie es heißt. Das ist irgendwie so ein Ja, dann weiß das halt auch nicht. Ich weiß 3 Spiele spontan. Das eine weiß ich aber nicht. Feuerlöscher-Simulator-Spiel mit 3 Leuten. Das war immer mit Currywurst, mit Pandoria, was seine Freundin oder seine Frau ist, und mit dem guten Tobinator. Und zu Tobinator sage ich dann auch gleich noch einen Satz. Was ich interessant fand, ist, dass er halt bei anderen YouTubern hat er halt lediglich seine Meinung geäußert. Bei mir hat er Seitenhiebe verteilt. Und zwar nicht wenige und auch nicht coole. Ja, wir wissen, dass Rainer, wenn irgendjemand Kritik an dir äußert, ist es immer gleich, wenn du Bullshit ins Internet knödelst, ist deine Meinung sagen. Wenn andere Leute über andere Leute reden, ist es auch Meinung sagen. Wenn man dich kritisiert, ist immer Hate. Gleich Mobbing, Seitenhiebe verteilen. Er kommt her und läuft beim Spiel so aus der Halle raus irgendwie. Da haben die irgendwie so eine Hütte und so einen Feuerwagen. Und er läuft zum Feuerwagen, wo die anderen schon rumstehen. Das sind alle im Discord und unterhalten sich. Und dann sagt er so, hey, hört mal zu. Stellt sich hin, schauen ihn alle an. Heute Abend Posterverkauf bei mir auf dem Hof. Ja, ist halt ein Witz. Du hast damals mit deinen Posterverkäufe um Kohle gebettelt, damit du deine scheiß Stromkosten zahlen kannst. Und es war halt lächerlich und erbärmlich und auch wie du dich da verhalten hast, war lächerlich und erbärmlich. Und dass dann halt jemand darüber einen Joke macht, weil es halt durchs Internet gegangen ist, wie
wie Corona durchs Altenheim, dann brauchst du nicht wundern, dass da jemand einen Joke drüber reißt. Sorry, voll der Seitenhieb gegen mich. Ja, das war zu der Zeitpunkt, wo ich den Posterverkauf gemacht habe. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe den Posterverkauf damals gemacht, weil ich keine YouTube-Videos machen konnte zu dem Zeitpunkt. Weil du keinen Strom hattest, weil du 5 Jahre lang keinen Strom bezahlt hast, obwohl du mit Strom geheizt hast. Und ich glaube, du hast auch tatsächlich mit Strom geheizt. Weil du dir gedacht hast, hahaha. Hier, Strom läuft ja auf meinen Vater. Mein Vater ist tot, der kann das nicht bezahlen. Wäre ich ja schön blöd, wenn ich mal Heizöl kaufe. Ich kann ja mit Strom heizen, weil das muss ich ja nicht bezahlen. Und dann sind die Energiebetriebe irgendwann gekommen und haben gesagt, Herr Winkler, Sie haben in den letzten 5 Jahren Strom im Wert von 15.000 Euro verbraten. Das hätten wir gerne wieder. Und dann hast du gesagt, alles Hater, drehen die mir einfach den Strom ab. Bloß weil ich die ganzen Mahnungsbriefe in die Tonne geschmissen habe. Weil ich Hater bei mir vor der Tür hatte, weil ich Iblali im Ohr hatte, ja, nicht da. Warte mal, er konnte keine YouTube-Videos machen wegen den Hatern und wegen Iblali. Danke dafür, Iblali. Weil ich Iblali zu dem Zeitpunkt. Ich habe den Posterverkauf damals gemacht, weil ich keine YouTube-Videos machen konnte zu dem Zeitpunkt. Weil ich Hater bei mir vor der Tür hatte, weil ich Iblali im Ohr hatte, ja. Alter, er konnte zur Stromlos-Staffel keine YouTube-Videos mehr machen, wegen die Hater vor seiner Tür und wegen Iblali in seinem Ohr. Das kannst du dir nicht ausdenken. Rein, du hast keine YouTube-Videos mehr machen können, weil du keinen Strom hattest. Und den Strom, den haben sie da abgesperrt, weil du ihn nicht bezahlt hast 5 Jahre lang. Und die nach 15.000 Euro Schulden, die sich da angehäuft haben, irgendwann einmal gesagt hat, na, jetzt ist Ruhe und jetzt drehen wir ihm den Strom ab. Nicht, dass er mir jetzt dass ich mit ihm geredet hätte, sondern es war so, Iblali hat in einem Video gesagt gehabt, dass ich doch mal zeigen soll, oder dass ich doch hätte mit denen eine Bratwurst, ausgerechnet eine Bratwurst vor allem, ne? Da war mal ein Hater-Video, da gab es Leute, die haben gerade gegrillt, und die wollten mir auf den Sack gehen und haben mich genervt und haben gesagt, nein, die haben dich zum Grillen eingeladen, Rainer. Die wollten dir nicht auf den Sack gehen und haben dich genervt. Die haben dich zum Grillen eingeladen. Vielleicht war ein bisschen Trolling mit dabei. Möglich bis wahrscheinlich. Aber du hättest da Größe zeigen können und sagen, ja, weißt du was? Freilich, geh hier. Dich da hinhocken, mit denen ein bisschen was futtern, mit denen ein bisschen Bier trinken und so. Schaut's mir an, ich bin eigentlich gar kein so schlechter Typ. Da hättest du die Chance gehabt, Leute für dich zu gewinnen. Und was hast du gemacht? Du hast sie beleidigt, stellenweise rassistisch beleidigt und hast ihnen die Prügel angedroht. Raus aus meinem Dorf. ja, und haben mich dabei gefilmt, so die ganze Zeit, waren schon stundenlang bei mir vorher vor der Haustür gestanden, ja, komm doch mal, wir grillen jetzt da, kannst du Bratwurst mitessen, bla. Was eine Unverschämtheit, jemanden zum Bratwurstessen einzuladen. Ganz ehrlich, ich dachte ja auch immer heftige Hasslatte. Wenn jemand sagt, hey du, weißt du was, du brauchst dich heute ums Essen kümmern, wir haben einkauft und wir machen das, wir grillen das, du brauchst dich irgendwie bloß hinhocken und essen, da wäre er fuchsteufelswild, jedes Mal. Ausrasten kennt ihr da. Du undankbarer Fettbeitel, du. Und dann sagt Iblali zu mir, oder über mich im Livestream, nicht zu mir, sondern im Livestream über mich, ja, hätte er halt der Bratwurst mitgegessen. Das hätte einen anderen Eindruck gemacht. Ja, richtig, Rainer. Da hat er auch zu 100% recht gehabt. Zu 100% recht gehabt. Nur Seckenzeit. Dass ich schon mal einen ganzen Tag lang mit Hatern, auch wenn ich damals nicht wusste, dass es welche sind, gegrillt habe. Wusste er nicht. Weil er mit mir nie geredet hat. Dass diese Hater schon stundenlang bei mir vor der Haustür standen und Scheiße gebaut haben und Sachen über den Tor geschmissen. Ja, Sachen über den Tor geschmissen, am Tor gerüttelt, Scheiße bauen, ne. Wir wissen's. Wusste er auch nicht. Weil er nie mit mir geredet hat. Dann willst du eine Bratwurst mitessen. Und er sagt halt ja. Ausgerechnet er? Mit einer Bratwurst? Ja, aber wir wissen alle, dass du ein großer Wurstfreund bist. Also, bei dir kommt ja sogar die Geflügelfleischwurst in den Tomaten-Mozzarella-Salat.
dann sag halt ja. Ich meine, klar, gibt Leute, die Vegetarier sind, aus dem Grund kein Fleisch essen. Da sagt auch keiner was, wenn die Leute sagen, hey, wir haben Bratwürstel, da willst du was essen? Nee, ich esse kein Fleisch. Ja, okay. Wir wissen aber, du isst Fleisch, nicht zu knapp. Und du hättest halt auch einfach wirklich Ja sagen können. Da hat er halt zu 100% recht. Am liebsten würde ich ihm Und im Übrigen bei der anderen Grillgeschichte, da wissen wir auch genau, was abgelaufen ist. Da hast du dann angefangen zum Flexen, dass irgendwie in deiner Wassertonne seit einem halben Jahr tote Ente verschimmelt. Das hat ihn nicht sympathischer gemacht, Rainer. mal den Schnitzel ins Gesicht klatschen, wenn ich ihn sehe. Ja, macht das, kommt sicher gut. Gerade was die Bewährungsanlagen Auflagen angeht. Der macht mich dumm. Das Okay, natürlich mache ich das nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt an der Sache. Ich habe den Posterverkauf damals gemacht, weil ich Geld brauchte. Weil ich mich um meinen Strom kümmern musste. Weil ich aufgrund der Hater, dass ich nicht mehr arbeiten gehen konnte, Stromschulden angeholt habe. Nein, Rainer! Nein, 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 nein! Du hast deine Kohle für unnützes Spielzeug zum Fenster hinausgeschmissen, so wie immer. Hast dazu noch gebettelt und hast die Mahnschreiben von Stromversorger, wo Rudi Winkler drauf gestanden ist, weil du nicht für nötig befunden hast, nachdem du das Haus geerbt hast, das auf deinen Namen umzumelden. Sagt ja, Rudi Winkler, der bin ich nicht und ab in die Tonne. Und dann haben sie irgendwann den Strom zwickt. Und dann hast du da angerufen und gesagt, warum ist jetzt mein Strom weg? Ja, Herr Winkler, wir versuchen seit 5 Jahren Ihnen Briefe zu schicken, wo drin steht, dass Sie wohl bitte Ihre Stromkosten bezahlen sollen. Sie haben nicht dergleichen getan, deswegen gibt es jetzt 15.000 Euro Schulden und den Strom, den haben wir erzwickt. Fertig. Da haben die Hater gar nichts damit zu tun. Überhaupt nichts. Die dann hergegangen sind und mir einen Stromzähler eingebaut haben. Aber erst nachdem ich ein halbes Jahr lang keinen Strom mehr hatte. Er hat jetzt gesagt, die Hater haben einen Stromzähler eingebaut. Kümmern musste, weil ich aufgrund der Hater, dass ich nicht mehr arbeiten gehen konnte, Stromschulden angehäuft hatte, die dann hergegangen sind und mir einen Stromzähler eingebaut haben. Aber also entweder sind die Hater, haben ihm den, also laut seiner Aussage jetzt, wenn, ne, Grammatik und so, haben ihm entweder die Hater oder die Schulden den Stromzähler eingebaut. Und Rainer, du hast vorher schon einen Stromzähler gehabt, die haben dir diese Payback, diese Prepaid-Strom-Scheiße eingebaut. Ein Zähler hat jeder in seinem Haus. Aber erst nachdem ich ein halbes Jahr lang keinen Strom mehr hatte. Weil es ewig gedauert hat, das durchzuboxen. Und jetzt bin ich der Arsch, weil ich mit den Postern, die ich meinen Zuschauern, die sowieso bei mir vor der Haustür standen, angeboten habe, dass ich ihnen Poster verkaufe, mich dafür vernünftig... Rainer, bevor du die Posterverkäufe gemacht hast, ist niemand vor deiner Haustür gestanden. Und das weißt du. Und auch das hast du zugegeben. Du hast diese Posterverkäufe gestartet, um deine scheiß Stromrechnung zu bezahlen, an der du selber schuld bist. Die Posterverkäufe haben dazu geführt, dass Leute dahin gekommen sind. Diese Leute hast du, Matt, wie du dann wieder mal warst, beleidigt und beschimpft. Und das hat zu den Besuchen an der Schanze geführt. Das ist die Timeline. So steht sie in der Realität. Was du da verzapfst, ist komplett Hanebüchner Bullshit. Verhalte, mit ihnen noch Fotos und Selfies mache. Also im Prinzip alles, was Gronk und andere YouTuber schon seit Jahren ohne Probleme machen können, nur ich nicht. Auch wenn es nicht bei ihnen nicht vor der Haustür ist, sondern irgendwo auf einer Convention. Ja, ist es trotzdem so, dass ich das Problem bin. Das ist nicht der einzige Seitenhieb gegen mich. Ich habe irgendwann mal PH-Videos angefangen. Ich werde jetzt mal das bewusst nicht aussprechen. Jeder weiß, was ich meine, denke ich. Ja, jeder weiß und wir wissen auch, dass er inzwischen auch wieder gesperrt ist. Und auch niemand hat darum gebeten, Rainer. Niemand. Ich habe mal Videos auf einer Seite für Erwachsene gemacht. So, das war und hast in deinen Gaming-Streams für Kinder dafür Werbung gemacht. Applaus, Rainer. Applaus. Mache ich mittlerweile immer noch, aber das ist was anderes. Fakt ist, das habe ich damals... Erstens, es ist nichts anderes, weil es ist genau das Gleiche. Und zweitens, Fakt ist, wissen wir, dass gleich eine Lüge kommt. Angefangen.
Der Grund, warum ich das angefangen habe, ist, weil ich einmal den Fehler gemacht habe, dass ich ein paar freizügigere Videos und Bilder an jemanden geschickt habe, der das dann Nee, der Grund dafür ist, dass du überhaupt kein Schamgefühl hast und dich für den Allergeilsten hältst. veröffentlicht hat. Mich persönlich stört das nicht. Hat es damals nicht, tut es heute nicht. Und der Grund, warum ich damals angefangen habe, da hier und da Videos hochzuladen, war, weil ich auf die Art und Weise zeigen wollte, dass es mich nicht interessiert. Dass Nee, du wolltest schauen, ob du da vielleicht dein Nebeneinkommen generieren kannst. im Prinzip deren Hater, schau mal, wie klein der ist. Und bei mir war es dann so, Da kam der Schnitt. dass ich dann einfach auf die Art und Weise die Videos und Streams gemacht habe und einfach versucht habe, mein Leben hinzubekommen. Hat verdammt gut funktioniert. So. Ich bin der Vierteltonnen schwerer, arbeitsloser YouTube-Dulli, den die ganze Welt hasst und der in Schulden erstickt. So, was kann ich denn machen, um mein Leben wieder auf die Kette zu kriegen und in geregelte Bahnen zu lenken? Ja, peinliche Wix-Videos, auf denen ich eine Gummipuppe bumse ins Internet pimmeln. Das ist sicher the way to go. Und nebenbei ein bisschen Kohle zu scheffeln, weil ich aufgrund der ganzen Hater-Aktionen ja lustigerweise einer der wenigen YouTuber bin, der nicht hergehen kann und irgendwelche Veröffentlichungen und so weiter. Nee, das Wort, das du gesucht hast, sind Sponsoren und Sponsoren meiden dich wie der Teufel Weihwasser. Zu Recht. Ich kann keine Videos machen, ich kann keine Streams machen, ich kann keine... Was soll die Scheiße? Ich kann keine Videos machen, kann keine Streams. Was ist denn das jetzt? Die Videos und die Streams, die du 10 Jahre gemacht hast, sind doch genau der Grund dafür, dass der Hate überhaupt existiert. Jetzt momentan vor allem. Ich tue, was ich tun muss, um zu überleben. Nein, du müsstest arbeiten gehen, um zu überleben. Du kannst auch in eine Sozialwohnung ziehen und Hartz IV beziehen. Ja? Aber ich glaube, mit der Kohle kommst du nicht klar. Ich tue, was ich tun muss, um Geld zu verdienen. Ich habe keine Lust, im Staat auf den Taschen zu liegen. Nee, natürlich nicht. Aber der Staat soll mal was machen jetzt halt mal gegen die Hater. Zum einen, weil ich Noch dazu willst du lieber halt deinen Zahldullis auf der Tasche liegen. keine Lust habe, dass den Hatern ihre Aussage, ja, er ist doch nur ein beschissener, fetter Arbeitsloser, der dann die ganze Zeit Hartz IV bekommt. Einmal, um das nicht wahr zu machen und einmal, um das nicht wahr zu machen, dass die ganze andere Scheiße da die ganze Zeit stimmt, was sie erzählen. Viele sagen jetzt so, oh, ja, aber das ist doch moralisch verwerflich. Wenn Ja, seine Hater-Stimme, das sagt schon wieder deutlich was über den Met-Level aus. du sowas und sowas machst. Nee, warum denn? Warum denn? Ich verdiene mein Geld. Ich arbeite für mein Geld. Nein, Rainer, du hast in deinem ganzen Leben noch nicht für dein Geld gearbeitet. Laber kein Scheiß. Ich tue was für mein Geld. Auch Oida, eine Gummipuppe auf der Zarencouch zu bumsen, zählt nicht als Arbeit. wenn es vielleicht für andere nicht so aussieht. Und ganz ehrlich, mein Ruf ist sowieso ruiniert. Okay, kommen wir zum Hauptpunkt zurück. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe damals, war ein Riesenaufschrei im Internet, überall. Und normalerweise hat sich Gronkh aus solchen Aktionen immer rausgehalten. Bei mir hat er einen schönen dicken Seitenhieb gegeben. Und zwar in seinem Let's Play von The Forest zusammen mit Tobinator. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du in diesem YouTube-Game hier bist, musst mal einen kleinen Joke auch aushalten können. Und es war halt jetzt auch nicht wirklich irgendwas Dramatisches. Das war weder Rudi aus Buddeln noch Rita aus Weiden Style, sondern das war halt einfach nur ein Witz über deinen Posterverkauf, der halt aber auch heftigst lächerlich war. Ja? Also, ich sag, jeder andere hätte gesagt, ja, haha, lustig und er hätte es gut sein lassen. Du musst dich da wieder reinsteigern, wie ein Dulli. Er ist nämlich hergegangen und hat mit Tobinator zusammen Let's Play Forest aufgenommen und sagt dann sowas wie, ja, wenn es dann immer läuft, mache ich Pornhub-Videos. Oder irgend sowas in die Richtung. Er hat Ja, es ist halt funny. Weil das halt eine saudumme Idee ist, Rainer. auch wieder einen schönen Seitenhieb gegen mich gegeben. Und das ist halt eine Sache, die ich bei Gronkh nicht nachvollziehen kann. Und da ist es auch wieder so, er redet über mich, offensichtlich auch mit Tobinator und anderen, wobei ich dazu gleich nochmal einen Satz. Wer nicht mit ihm redet, darf auch nicht über ihn reden. Das haben wir jetzt begriffen.
Aber er lässt ja auch nicht mit sich reden. Deswegen darf auch niemand über ihn reden. Problem gelöst in Rainer Winklers Welt. Sagen möchte, wie gesagt, er redet mit anderen über mich, aber er redet nicht mit mir über mich oder über meine Situation. Rainer, man kann mit dir nicht reden. Wir alle wissen das. Ich habe das vorhin schon erzählt. Man kann mit dir nicht reden. Wobei ich dazu noch sagen muss, zum Posterverkauf nochmal kurz zurück. Beim Posterverkauf war es so, dass ich, während ich in dieser Krise steckte, mit keinem Strom, monatelang, habe ich am Anfang dieser Aktion versucht, über Twitter durch andere YouTuber eventuell Hilfe zu bekommen, damit ich irgendwie in der Lage bin, das Ganze zu stemmen. Nein, Rainer, das ist gelogen. Du hast versucht, dich anzubieten und du hast die Leute zugespammt mit irgendeiner Scheiße, in der Hoffnung, dass sie dich pushen, dass du dich an denen hochziehen kannst. Und als die dann gesagt haben, lass mich mit deiner Scheiße in Ruhe, dann waren es Hater. Und habe dann mehrere Leute gleichzeitig angeschrieben. Es wirkte wie eine Spam-Nachricht, war aber an verschiedene Leute mit verschiedenen Namen. Ja, aber du hast jeden einzelnen von denen 20 Nachrichten geschrieben, du... Personen angerichtet. Es war eben eine Nachricht, die an mehrere Leute rausging. Und Gronkh hat damals rausgeschrieben, ja, ich hätte dir gerne geholfen, aber da du hier rumspammst, finde ich das schade. Ja, weil der hat halt deine 20 Nachrichten bekommen. Wir wissen alle, wie du reagierst, wenn du irgendeine Nachricht schreibst und es kommt nicht instant eine Antwort. Das haben wir bei dem Baby-Chrissy-Geschichten mitbekommen. Dieses, ja, bla 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 bla, heute nochmal dieses, jenes. Und dann, ja, ich krieg dann halt wohl heute keine Antwort mehr und dann nochmal eins am selben Abend. Natürlich ist das Gespamme. Tu nicht so, wie wenn du jedem von denen irgendwie eine freundliche, ausgearbeitete Mail geschickt hättest, eine uns gut sein gelassen hättest, wenn keine Antwort gekommen ist. Du hast auch gar nicht das Recht von denen zu erwarten, dass die gerade dir antworten. Sorry, aber ich bin in einer verzweifelten Lage, in einer verzweifelten Situation und ich bin ganz alleine. Ja, und da bist du selber dran schuld gewesen. Und das ist nicht die Aufgabe von Al-Blali, Gronkh, Unge oder sonst irgendwem gewesen, dich damals aus der Scheiße zu ziehen. Du hast dich mit Gewalt selber in die Scheiße buxiert und hast dann gedacht, ja nee, dann ist jetzt dasselbe wie jetzt mit der Regierung. Damals waren es Al-Blali und die anderen und Gronkh und die anderen YouTuber, von denen du erwartet hast, dass sie dir helfen gegen die Hater und dass sie dir mehr Reichweite geben. Das hast du jetzt gemerkt, das wird niemals passieren. Jetzt ist es die Regierung, die jetzt endlich mal ihren Job machen muss. Nee, Rainer, du bist derjenige, der was tun muss. Keine Freunde, keine Familie und niemanden sonst, der mir hilft. Und jetzt kommst du als riesiger YouTuber, den ich um Hilfe anflehe, der mit mir noch nie was zu tun hat, mit mir nicht mal ein Wort gewechselt hat. Und dann zu mir sagt, ja, wenn du hier so rumspammst, kann ich dir leider nicht helfen. Nee, der hat gesagt, hör mit der Scheißspammerei auf, ich will von deiner Scheiße nichts wissen. Weil es ihn auch überhaupt nichts angeht. Weil er nicht verpflichtet ist, sich um dich zu kümmern. Weil du endlich mal lernen musst, dass dir nicht alle Leute permanent den Arsch hinterher tragen. Und das sagt mir der YouTuber, den ich immer dafür respektiert habe, dass er solche Sachen nicht macht. Das ist auch wieder die Erwartungshaltung. Ich habe ihn respektiert, ob er das weiß oder nicht, keine Ahnung. Ja? Und deswegen habe ich auch das Recht, von dem zu erwarten, dass er mir bei meiner finanziellen Notlage, in die ich mich selber reingepimmelt habe, hilft. Sehr gut. Warum ignorierst du es dann nicht einfach? Warum hast du diese Nachricht damals nicht einfach ignoriert? Rainer, warum hast du den Hater nicht einfach ignoriert? Hm? Oder die Tatsache, dass ich auf Pornhub Videos mache. Oder die Tatsache, dass ich Poster verkauft habe in meinem Hof. Mal abgesehen davon, dass du die ganzen Hintergründe gar nicht kennst. Rainer, doch, wir kennen die Hintergründe, weil sie erstens offensichtlich sind und du sie zweitens immer rausgeschrien hast. Keiner von denen, mit denen ich hier zu tun hatte, kennt es. Ich habe keinen Kontakt gehabt zu Al-Blali, ich habe keinen Kontakt gehabt zu Unge und auch keinen zu Gronkh. Und der Witz ist, wenn ich zu welchen Kontakt hatte, wie zum Beispiel zu Excel oder zu Tanzverbot, ist es genau nach hinten losgegangen, weil es genau der gleiche Schwachsinn war. Aber das ist dann wieder eine andere Hausnummer, weil das sind zwei ziemlich assi YouTuber.
Er will natürlich Axel nicht fronten, hat er ja in dem Milchschnitten-Video gesagt. Ist jetzt wahrscheinlich wieder falsch rübergekommen. Das kann man mir sagen, was man will, auch wenn ein Tanzverbot sich verändert hat, er ist und bleibt ein Assi. Weil sein Verhalten einfach Assi ist. Look who is talking. Ich habe mit ihm privat Kontakt gehabt, zumindest ein bisschen. Und ganz ehrlich, er hat sich kein Stück anders verhalten als in seinen Videos. Privatkontakt gehabt, da hat er dann wieder irgendwelche Nachrichten über irgendwelche Social Media Kanäle geschickt. Und dann ist halt dasselbe gekommen wie bei anderen auch. Halt's Maul und lass mich in Ruhe. Kein Stück. Fand ich ziemlich asozial. Vor allem das habe ich schon mal erzählt, er hat mir vorgeworfen, dass ich nur auf dem seinem Server war, wenn ich irgendwas von ihm wollte. Dabei stimmte das gar nicht. Doch, genau so war's. Du bist immer nur zu den Leuten hingegangen, wenn du was von ihnen wolltest. Bei allen. Jeder Mensch, den du jemals getroffen hast, war für dich nur ein Mittel zum Zweck für deine eigene Bedürfnisbefriedigung. Und nie irgendwas anderes. Die Frauen auf dem Discord, die waren nur so lange interessant für dich, wo noch nicht klargestellt wurde, dass die nichts von dir wollen. Danach waren es Haterinnen. Die YouTuber, die waren auch nur so lange großartig für dich, bis klargestellt wurde, dass sie mit dir nicht zusammenarbeiten wollen und dich nicht pushen wollen. Danach waren es alles Hater. Die Regierung sind jetzt alles Hater, die Polizei, alles Hater, alles sind Hater, alle böse, nur du nicht. Ich habe mit mehreren Leuten von seinem Discord damals aktiv gegamed. Und nicht nur bei ihm auf dem Discord, sondern auch bei mir auf dem Discord. Und was ist passiert? Er labert mich zu und bannt mich von seinem Discord. Rainer, du beschwerst dich jetzt echt dafür, dass du gebannt wurdest von einem Discord oder einem Teamspeak-Server? Merkst du es eigentlich noch? Das kannst du nicht ausdenken. Hier, der Bannhammer-Tor. Ja? Wenn es ihm dann selber passiert, ist es nicht mehr so lustig. Weil ich ihn die ganze Zeit wegen irgendwas nerve. Dabei stimmte das gar nicht. Doch, Rainer, das stimmte. Ich war stundenlang mit dem einen da drinnen, da war auch ein Tanzverbot dabei und habe mit dem irgendwelche Spiele gegamed. Und dann kommt er zu mir und sagt, das geht doch so. Alter, ey, ich krieg grad Blutdruck. Kommen wir zu Iblali. Danke dafür, Iblali. Nicht nur, dass Iblali mein Logo geklaut hat, was er in einem Video verwendet hat, wo er Ja, das Logo. Jetzt wisst ihr auch, warum ich den Döner-Dulli da drüber gepackt habe. sowas hat. Ich habe ein Tattoo von Drachenlord. Drachenlord-Fan, so irgendwie so geschossen. Und er hat es sarkastisch gemacht. Das war auch halt nicht gegen mich. Das war nicht irgendwie so, oh ja, ich bin Drachenlord-Fan. Nee, das war auch sarkastisch. Sorry. Und dann hat er auch dieses Schwachsinn, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dann hat er diesen Schwachsinn gebracht, wie, ja, Hester hat mit denen einfach eine Bratwurst gegessen. Ich glaube, die Medienberater-Staffel ist definitiv fertig. Weil, sollte der noch einen Medienberater haben und der sieht das, hängt er sich auf. Er hat doch überhaupt keine Ahnung. Er hat nie mit mir über solche Sachen gesprochen. Nein, im Gegenteil, er hat einfach über mich gesprochen, nicht mit mir. Weil man mit dir nicht sprechen kann. Verstehe ich nicht. Wie kann man so ein Verhalten an den Tag legen? Rainer, du verstehst nichts. Hast du nie, wirst du nie. Das ist das Kernproblem von der ganzen Geschichte. Das Geilste war ja damals auch die Aussage, dass ich gesagt habe, dass ich nach Köln gehe und ich habe da einfach einen Witz gerissen als Discord. Ja, jetzt sind es wieder Witze. Das sind genauso wie die Holo-Geschichte. Ja, alles Witz. Alles nicht so gemeint. Ich habe in meinem Twitter damals, in meinem Twitter habe ich einfach nur einen Witz gerissen, so, oh ja, jetzt gehe ich nach Köln und Iblali haut ab. Nein, du hast ernsthaft behauptet, Iblali wäre vor dir nach Japan geflüchtet. Das hast du, und das war genauso wie bei der Holo-Aussage nicht sarkastisch gemeint.
Das war tatsächlich diese urdämliche Aussage, die du damals getroffen hast. Ich hatte überhaupt nicht vor, ihn zu nerven, zu ihm zu fahren oder sonst was. Abgesehen davon, dass ich gar nicht wusste, wo er wohnt. Dann wurden ihm Informationen mitgeteilt, weil ich Fun Fact, er hat direkt neben dem Hotel gewohnt, in dem Rainer abgestiegen ist, und Rainer hat es halt nicht gewusst. So. in Köln ein bisschen in der Innenstadt unterwegs war und mit Leuten da mich getroffen habe, beziehungsweise da Fans oder Zuschauer oder Hater unterwegs waren. Wohl eher das dritte. Und dann kommen so Leute zu mir und filmen das und posten das und sagen, ja, Drachenlord auf der Suche nach Iblali. Warum sollte ich Iblali mitten in der Nacht, mitten in der Innenstadt von Köln suchen? Weiß ich nicht, irgendein hirnverbrannter Grund hätte da schon einfallen können. Also ist inzwischen für mich alles glaubwürdig bei dir. Zumal ich ja auch wusste, dass er nicht da ist. So ein Schwachsinn. Und dann wurde auch noch gesagt, ja, Iblali ist jetzt nach Japan ausgewandert oder abgehauen, weil er Angst vor Drachenlord hatte. Das hast du gesagt, die. Alter, hör mit der Gesichtskirmes auf, ich kann das nicht mal sehen. Ich raff das nicht. Warum macht man solche Sachen? Aber das ist wieder, wie gesagt, einer der Punkte, alle reden über mich, aber keiner redet mit mir. Ich möchte noch was zu Turbinator sagen und dann würde ich mit dem Video auch aufhören. Fun Fact, das Video dauert noch 10 Minuten, 12 Minuten. Turbinator war einer der YouTuber, mit denen ich mal geredet habe. Ich hätte gedacht, keiner hat mit dir geredet. Es steht im Titel. Lülülü? Fragezeichen. Ich kann ihn schlecht einschätzen. Ich habe das nie veröffentlicht gehabt, lange Zeit nicht veröffentlicht gehabt. Aber damals war es so, dass wir uns unterhalten hatten, ganz normal. Wir haben uns über verschiedene Themen unterhalten, über verschiedene Videos und Streams, hat mir hier und da ein bisschen was gesagt, was man vielleicht ein bisschen machen kann, ein bisschen verbessern könnte. Ich weiß auch bis heute nicht, was der Sinn dieses Gesprächs war. Wobei ich vor kurzem überlegt habe, ob es vielleicht daran lag. Das Gespräch ging ungefähr 1,5–2 Stunden, ungefähr. Und ich habe überlegt, ob er, weil danach kamen nämlich unter anderem die Seitenhiebe von Gronkh. Ich habe ernsthaft überlegt, ob er Hater ist, der dein Bullshit an Gronkh geleakt hat. Bitte sag das. Dann kickt die Paranoia wieder anders krass. ob es damals vielleicht so war, dass er Aufnahmen davon gemacht hat, gegen mein Wissen oder ohne mein Wissen, und diese Aufnahmen vielleicht Gronkh vorgespielt hat. Wir hatten nämlich zwischendurch auch mal das Thema Gronkh, als wir uns unterhalten haben, weil er ist jetzt zusammen mit Gronkh, Turbinator, Gronkh, Iblali, Turbinator, Gronkh, Pandoria und Currywurst haben jetzt zusammen ihre komische Gaming-Crew gehabt, wo sie zu 4 Videos gemacht haben. Unter anderem auch Dead by Daylight, wo es übrigens auch Seitenhiebe gegen mich gab und auch nicht zu knapp. In mehreren. Ja, Rainer, das passiert halt auch einfach. Wenn du der Kaschball der Nation im Internet bist, dann wird es Leute geben, die sich über dich lustig machen. Folgen. Wobei ich sagen muss, ich fand die Folgen damals eigentlich echt geil. Abgesehen von den Seitenhieben, natürlich gegen mich. Und zu dem Zeitpunkt, wo die das damals aufgenommen haben, haben wir uns auch unterhalten. Und ich glaube bis heute, dass Turbinator das vielleicht wirklich so gemacht hat, dass er das aufgenommen hat und ihm aber nur Sachen vorgespielt hat, wo wir über Gronkh gesprochen haben. Nee, Rainer, die sind halt befreundet und du hast halt über seinen Kumpel geschwafelt und wahrscheinlich hast du aber sauber vom Leder gezogen. Und wo die sich das nächste Mal im Discord getroffen haben, wird das Thema aufgekommen sein und hat gesagt, ja, der hat halt das und das und das und das gesagt. Natürlich, weil das Freunde sind und du halt irgendein Dulli, der dahergekommen ist und Stuss über den gelabert hat. Und auch nur ein Teil davon. Weil ich habe nämlich damals zu Gronkh, und darauf möchte ich jetzt aufbauen, ich habe damals nämlich zu Turbinator gesagt, ich würde mich gerne auch einfach mal mit Gronkh unterhalten, einfach auch mal neben Internet. Ja, du bist die Art von Dude, wie so ein Groupie, der dem Roadie einbläst, um an den Gitarristen von der Band ranzukommen. Und das hat nicht funktioniert und deswegen bist du jetzt angepisst. Sprich, nicht öffentlich, nicht online. Ich habe nie Audioaufnahmen von mir und Turbinator veröffentlicht.
Und ich habe nie irgendwas gemacht, was in die Richtung war. Ich habe auch lange gar nicht gesagt. Ich habe bestimmt 1,5 Jahre für mich behalten, dass wir überhaupt gesprochen hatten. Und ich habe das irgendwann auch nur deswegen gesagt, weil immer wieder und immer wieder und immer wieder neues Zeug kam, was gegen mich geschossen wurde, von ihm und von Gronk. Und irgendwann habe ich es dann erwähnt. Aber ich habe es bestimmt 1,5 Jahre, 2 Jahre für mich behalten. Ähm, Bei Turbinator und Gronk war es damals unter anderem auch so, dass ich bei Turbinator mit dem Gespräch, das habe ich auch irgendwann schon mal erwähnt, glaube ich, ich hatte bei Turbinator ein komisches Gefühl, dass ich mich mit ihm unterhalten habe. Irgendwann hast du es erwähnt, vor einer Minute, du Dulli. Und habe immer das Gefühl gehabt, der versucht mich in eine gewisse Richtung zu drücken mit dem Gespräch. Verstärkt mittlerweile meinen Gedanken daran, dass er vielleicht die Sachen, die er veröffentlicht hat, Quatsch, die Sachen, Es könnte aber auch alles ein bisschen an der Paranoia liegen. Man weiß es nicht. die er veröffentlicht hat, die Sachen, die er vielleicht Gronk vorgespielt hat, zusätzlich irgendwie mit einem bestimmten Muster haben wollte. Ich weiß es nicht. So. Und jetzt möchte ich das nochmal hier ansprechen. Ich habe das schon oft versucht. Und immer wieder habe ich es gemacht. Und dieser Aufruf oder es soll kein Aufruf sein. Das ist falsch. Es soll kein Aufruf sein. Es soll eine Aussage werden. Wer der Aussage nachkommt oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Wenn du eine Aussage triffst, in der du was sagst und erwartest, dass irgendwelche Leute dem nachkommen, ist das ein Aufruf, Rainer. Das gilt an die Journalisten, das gilt an die YouTuber, an die ich genannt habe, an die ich nicht genannt habe, weil es gibt ja zum Beispiel noch Tanzverbot und Excel und Du hast Tanzverbot und Excel auch schon erwähnt. Hast du genannt, ist abgehakt, Rainer. Newstime und etliche andere. Ich möchte an der Stelle hier sagen, hört auf, über mich zu reden. Ja? Schön. Er will jetzt sogar den Leuten das Maul verbieten. Wenn man ihm sagt, Rainer, hör doch einfach mal auf, über die Hater zu reden, dann wird der Hate vielleicht weniger. Ich rede über wen und was ich will und ich lasse mir von überhaupt niemandem irgendwas verbieten. Und merkt das selber. Wenn ihr mal mit mir redet und dann irgendwas daraus wiedergebt, von mir würde da nichts wiederkommen, weil ich das nicht veröffentlichen würde, weil es geht mir bei so einer Aktion nicht darum, irgendwie Reichweite zu generieren oder Ruhm oder Ehre oder so einen Schwachsinn zu bekommen. Doch, das ging es damals und war die Spammerei war genau der Grund. Mir geht es darum, mein Leben zu führen. Und genau das ist der Punkt. Ich habe kein Interesse daran, dass Iblali oder Unge oder irgendjemand anderes über mich redet. Aber wenn ihr unbedingt über mich reden müsst, was ja offensichtlich ja für euch auch wie ein Zwang ist, ja? Nee, das ist kein Zwang. Du hast behauptet, ich ziehe nach Madeira, ungewohnt auf Madeira. Dann hat seine Community gesagt, hey, sag da mal was dazu. Dann hat er was dazu gesagt und das war's. Bei Iblali zum Beispiel war es damals definitiv ein Zwang. Ich habe keinen Unge mehr im Blick, ich habe keinen Gronk mehr im Blick, ich habe auch keinen Iblali. Im Übrigen bei Iblali Zwang. Wer hat in jedem Video Danke dafür Iblali gesagt, dass es ein Meme geworden ist? Zwanghaft. Hm? Mehr im Blick. Ich habe das mit Unge ja auch nur hier, ne, wegen diesem Post. Wegen diesem Post hier habe ich das ja auch bloß von Unge. Hört halt einfach auf, über mich immer zu reden. So, wenn euch irgendwas nicht passt, dann redet halt mal mit mir, anstatt immer über mich. Wie gesagt, man kann nicht mit ihm reden. Ich bin in einem Netzwerk, ich habe verschiedene Funktionen, ich habe verschiedene Möglichkeiten, ich habe genug Möglichkeiten, wie man mich kontaktieren kann. Von einer E-Mail-Adresse in meinem YouTube-Kanal über verschiedene Webseiten und Plattformen. Und ganz ehrlich, ihr wollt mir doch nicht erklären, dass ein Gronk oder ein Iblali oder auch ein Unge keine Möglichkeit haben, in privaten Kontakt mit mir zu treten. Das kann nicht sein. Das ist Nee, Möglichkeit schon, aber die haben absolut kein Interesse dazu, in privaten Kontakt mit dir zu treten. Warum auch? so eine Möglichkeit nicht gibt.
Ich habe keine Möglichkeiten, weil ich keine Möglichkeiten bekomme. Ich habe kein vernünftiges Management. Ich habe jetzt ein Netzwerk, aber auch das bringt mir nichts. Nicht in Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Hätte man dir auch vorher sagen können. der Hinsicht zumindest. Was genau erwartet ihr von mir? Ja? Ihr labert über mich, aber ich kann nicht auf euch zugehen. Ihr redet schlecht über mich vor allem. Und was soll ich machen? Dumm dastehen und dumm grinsen und so, hast du recht, hast Ja, zum Beispiel. du recht. Ich sag euch was. Ich bin keiner eurer hirnlosen Zuschauer. Nie gewesen. Damals nicht und heute Er beleidigt nicht und er provoziert auch nicht. nicht. Ich habe weder einen Unge noch einen Gronk noch einen Alblali je bewundert. Doch das hast du auch selber gesagt. Ich hatte Respekt vor dem einen oder anderen. Aber dieser Respekt ist in dem Moment erloschen, Indem sie ihm nicht nach Maul geredet haben, indem sie ihn nicht gepusht haben, indem sie ihm gesagt haben, er soll sie in Ruhe lassen. indem ihr angefangen habt, schlecht über mich zu reden, ohne mich zu kennen. Wie ich in meinem Video-Statement heute sage. Jeder über mich, aber niemand mit mir. Also, ein letztes Mal die Aufforderung. Entweder, und glaubt mir, das wäre das Liebste auf der Welt für mich, hört ihr auf, über mich zu reden. Und zwar in welcher Form auch immer. Oder sie werden seine Macht zu spüren bekommen. Bitte sag's, das wäre so schön, das wäre so schön. Ein Alblali, ein Gronk und jeder andere YouTuber kann sich sicher sein, dass ich mit euch arroganten Arschlöchern, und ja, so nenne ich euch, nichts zu tun haben will. Wenn ihr allerdings mal auf mich zukommen wollt und euch vernünftig mit mir unterhalten, wie Erwachsene das tun und nicht wie Kleinkinder. Und ja, ich habe auch Weil er sich so gut darüber auslassen kann, was Erwachsene tun. genug Scheiße gebaut früher. Dann seid ihr mir von mir aus willkommen. Ich kann euch den Respekt erweisen, den ihr mir verwehrt. Alter, bettelt er jetzt da wirklich darum, dass die Leute. Er stellt es jetzt so hin, als würden die Leute sich glücklich schätzen können, wenn sie dann Kontakt mit ihm hätten. Jetzt gehen wir mal auf den Text hier wieder ein. Und ja, sollte in dem Fall klein geschrieben werden. Gronk, ich rede von Respekt, obwohl ich euch beleidigt habe. Ja? Denn ihr beleidigt mich mit euren Aussagen. Aussagen sollte groß sein. Nein, haben sie nicht. Sie haben halt einfach einen kurzen Joke gemacht. Ja? Und Seitenhiebe, ja? Seitenhiebe wird auch groß sein. Permanent. Ja. Obwohl ich euch nichts getan habe, ihr habt sowas angefangen, bevor ich euch auch nur einmal beleidigt habe. Das stimmt auch so nicht. Das ist so nicht ganz richtig. Als die nämlich damals schon gesagt haben, dass er sie in Ruhe lassen sollen, dass sie keinen Bock mehr auf die Kiste haben, da hat er auch schon angefangen, gegen die zu schießen. Respekt muss man sich verdienen. Das ist richtig, Rainer. Und Gronk hatte ihn sich früher verdient, um mal ein Beispiel zu nennen. Rainer, der Einzige, der sich noch nie in YouTube-Deutschland Respekt verdient hat, bist du. Noch nie. Niemand respektiert dich, aus gutem Grund. Er hat nie auf irgendwelche Hater reagiert. Ich mochte Gronk anfangs gar nicht. Nie. Ich habe keine Videos. Überhaupt nicht. Wie gesagt, schaut euch am besten irgendwie bei der Einzige die ganzen Geschichte des Drachenlord Videos an. Das fasst es sehr, sehr, sehr gut zusammen, wie er Gronk heftigst versucht hat, in den Arsch zu kriechen. Geschaut von ihm. Ich habe keine Sachen verfolgt, nichts. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, der macht überhaupt keinen Scheiß. Der erzählt nicht über den oder den YouTuber. Ich kenne noch einen anderen YouTuber, der auch unter anderem mit Gronk zu tun hat. Oder hatte. Und der macht das auch nicht. Und von diesen Menschen habe ich Respekt. Der hat nicht viele Abonnenten, aber er hat welche. Und vor ihm habe ich Respekt, weil er zieht sein Ding durch, aber er geht nicht ständig auf irgendwelche Leute ein, die irgendeinen Blödsinn machen. Er sagt vielleicht mal einen Satz dazu, so seine Meinung, aber das war es dann auch schon. Ja, und was war denn das? Ja, vielleicht mache ich auch einen Pornhub-Account oder vielleicht mache ich auch Posterverkauf. Was war denn das? Das ist auch nur ein Satz. Und vor allem Gronk hat meinen Respekt verloren.
als er angefangen hat, sowas über mich zu machen. Weil er war der Typ, von dem ich sowas nie mitbekommen habe und von dem ich das auch nie erwartet habe. Al-Blali kommt mit dem blödsinnigsten Spruch von allen an, indem er sagt, der hat eine Bratwurst mitgegessen. Ausgerechnet er sagt diesen Satz. Und Unge, naja, er hat damals einen Post gemacht, Metal Leute, hat geheadbangt und hat MEDDEL oder LE hingeschrieben. MEDDL. Keiner. MEDDL. Wo ich mir auch denke, so, Junge, Alter, ganz ehrlich, verarscht jetzt auch meine Rechtschreibung. Ja, dabei habe ich noch nie Metal falsch geschrieben. Und das heißt, Doch, Rainer, du hast schon Meftel geschrieben. MET. TAL gibt es sogar einen Song von auch Franken, ja. Das sind auch Franken, und zwar sind die aus Erlangen. Das ist. Zieh jetzt bitte nicht JBO damit rein. Die haben da nichts damit zu tun. Die Band JBO. Und da heißt der Song auch METAL. Und das ist eine fränkische Band, Leute. Also ganz im Ernst, ne? Ja, und weil die aus Franken kommen und Metal machen, ist eher unfehlbar, was das Thema angeht. Hört auf, über mich zu reden. Ja, das wäre mir. An dem Tag, an dem du aufhörst, dummen Bullshit ins Internet zu pimmeln, hören alle Leute auf, über dich zu reden. Wenn ihr nicht bereit seid, mit mir zu reden, das gilt für Al-Wali Gronk, für Unge, für Tanzverbot, für Excel, für alle. Für alle. Das gilt für alle. Für jeden einzelnen YouTuber. Für die genannten und für die ungenannten. Ja, allen erstmal das Maul verbieten. Hört auf, über mich zu reden. Weil sonst? Was machst du dann, wenn die nicht aufhören, über dich zu reden? Kriegen sie deine Macht zu spüren? Ist es das? Du rufst ihnen wie dem Leifels irgendwie die Prügel an. Denen bist du nicht gewachsen, ganz ehrlich. Du kannst hier Leute, die so 2000 Abonnenten haben, auf YouTube wegstriken, die dann eine Woche später einen neuen Account gemacht haben. Das ist das, was du hinkriegst. Gegen die Leute hast du gar keine Chancen. Die haben dir auch gar nichts getan. Wenn ihr nicht mit mir redet. Ich rede nicht über euch, wenn ich nicht mit euch rede. Der Unterschied. Doch, Rainer. Doch. Das hast du jetzt die letzten, das wieder 25 Minuten, das andere hatte noch 20, also dreiviertel Stunde hast du das gemacht. Ist nur, dass ich nicht an euch rankomme. Aber ich habe mit Tanzverbot geredet und auch mit Excel. Und über die rede ich auch. Es sind beides Und du redest aber auch über die Leute, mit denen du nicht geredet hast. Doof. totale Noobs. Aber gut. Man muss vielleicht nicht unbedingt, und damit beleidige ich mich auch selbst, man muss vielleicht nicht unbedingt was drauf haben, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Muss man nicht. Es kommt darauf an, wie man erfolgreich definiert. Und wie gesagt, ich beleidige mich damit selbst. Aber ich weiß, dass ich nichts drauf habe. Aber ich habe immer noch mehr drauf, als jemand, der sowas nötig hat. Nein, Rainer, hast du nicht. Weil ich das nie nötig hatte. Doch, hättest du nötig gehabt. Also, falls ihr irgendwann in der Lage seid, über euren Schatten zu springen. Rainer, spring du mal über deinen Schatten. Spring du mal über irgendwas. Dann reden wir weiter. Dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Wir können uns gerne mal unterhalten. Gerne privat. Muss nicht öffentlich sein. Das möchte ich hier mal ganz groß übrigens in Anführungszeichen setzen. Privatgespräch. Ja, in Anführungsstrichen. Er wird es 100%ig aufnehmen. 100%ig. Ich werde von so einem Gespräch nichts veröffentlichen. Veröffentlichen? Auf jeden Fall aufnehmen. Just in case. Um die Leute dann damit zu erpressen. Gronk, Al-Blali oder Tanzverbot oder andere YouTuber, ihr könnt euch gerne privat an mich wenden. Über meine Rendet euch mal an Rainer. E-Mail oder über mein Netzwerk oder über andere Möglichkeiten. Ihr könnt euch gerne an mich wenden. Alter, mit deinem Scam-Netzwerk will auch keiner was zu tun haben. Und ihr könnt euch gerne mit mir unterhalten. Und dann können wir liebend gerne von mir aus stundenlang darüber diskutieren.
Nein, die haben überhaupt gar kein Interesse daran. Die kriegen mit, was du für einen Dulli Scheiß machst und geben einen Kommentar dazu ab. Gerne über Discord, über Teamspeak, worüber auch immer. Gerne auch in der Gruppe. Aber ihr labert über mich, geht gar nicht. Wenn ihr unbedingt über mich reden wollt, dann solltet ihr vielleicht über mich, solltet ihr vielleicht vorher mit mir reden. Es werden Sachen über meine Freundin erzählt, die überhaupt nicht stimmen, weil keiner eine Ahnung hat. Rainer, du hast keine Freundin. Noch dazu, du redest halt auch am laufenden Band über die Leute. Hast du auch schon immer getan. Und jetzt beschwerst du dich. Es werden Sachen über mich behauptet, ich wohne in Dortmund. Stimmt nicht, hat auch nie gestimmt. Gut, damit sind wir fertig mit dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, hört auf, über andere zu reden. Das gilt für jeden. Nicht nur für die YouTuber, nicht nur für die Streamer, nicht nur für die Leute, die hier zuschauen. Redet miteinander, nicht übereinander. So beendet man Mobbing. Ciao. Ja, so beendet man Mobbing. Ein schönes Schlusswort. Leute, ich habe jetzt schon genug. Ganz ehrlich, das ist too much. Es ist too much. Ich bin froh, dass das gerade zu Ende ist. Es war jetzt wirklich anstrengend gegen Ende. Aber nee. Ich habe es neulich schon mal gesagt. Immer wenn man meint, man hat hier so das Ende der Fahnenstange des Wahnsinns erreicht, setzt der nochmal irgendwo da einen Haufen oben drauf. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Das mit der Realität findet nicht mehr statt. Realität ist einfach nicht mehr angesagt bei Rainer. Und es hat angefangen schon am Anfang von dem ersten Video mit ich habe nie behauptet, nach Madeira auswandern zu wollen. Doch, hast du. Da ist es. Er lügt ja jetzt wenigstens, er lügt ja jetzt schon mal nicht mehr so über Sachen, die er vor Jahren gesagt hat, sondern er lügt ja tatsächlich inzwischen schon darüber, was er vor 3-4 Wochen gesagt hat. Und das ist halt lächerlich. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut und mehr Love.